schauen wir erst, ob wir das noch können. Läuft es jetzt schon? Ja, was? Nimmt es bei mir auch auf? Ja. Schlage ich aus? Ja, du schlägst aus. Du schlägst bei mir auch aus. Du schlägst mehr aus als ich. Und Also, du bist voraus. Krass. What the fuck? Hä? Okay. Keine Ahnung. Meinst du, soll ich das Mikrofon noch ein bisschen runternehmen? Hä? Nein. Ja. Alles gut. Alles gut. Also, für die jetzt grüezi, by the way. Hallo. Wir sind wieder da. Hoffen, wir haben es nicht verlernt. Wir es jetzt einen Monat nicht haben können. Ich habe immer im Kopf, wir haben jetzt eine Woche keinen Podcast gehabt. Nein, wir haben einen Monat keinen Podcast gehabt. Das ist. Weil wir halt erst im Monat eine Aufnahme machen. Wenn es jetzt im November gewesen wäre, hätte ich gesagt, wir hätten den No Podcast November gehabt, nicht den No Not November. Oh Gott. Ja, und damit herzlich willkommen bei der 21. Folge vom Brotkasten. Grüezi wohl. Scheissel. 21 Folgen. Ja, und das miteinander. sind Branches nicht mitgerechnet. Und denkst, die sind immer so ein bisschen out of schedule. Was mich auch gerade. Ja? Also, so wie sie Deutsche gerne sagen, out of the box. Out of the box. Ja. Yes. Was mich auch gerade zum ersten Punkt bringt. Wir sind wieder beim Ende Jahr. Das ist die letzte reguläre Aufnahme von diesem Jahr. Das nächste Mal. Gibt es wieder einen? Ich glaube, es gibt wieder einen. Gibt es wieder einen? Ich habe das Gefühl, es gibt einen. So früh aufsteht, um mir selber einen Zopf zu machen, das ist geil. Kannst du ihn auch schon am Abend vorher machen? Oder ich kann einen bestellen. Ja. Bei meinem Bruder mit Speck drin. Er hat letztes Mal so gross brilliert, dass er so einen geilen Speckzopf macht. Flo, kannst du gerade 2 machen. Einen für mich und einen für ein Schnitzel. Wir müssen nicht mal darüber reden, wenn wir das mal den Brunch machen. Wir haben das letzte Mal darüber diskutiert. Wir haben so Ideen gehabt, wenn wir vielleicht das mal anders machen können. Aber ich glaube, da tun wir jetzt die Leute nicht spoilern. Du meinst so mit einem aktiv Catering, dass wir können so Leute da fahren, mein Bruder entweder bis zu dir raus oder bis zu mir und kann uns irgendeinen Kaffee bringen. Stell dir vor. Ja, wie es bei mir ist das Zeug einfach kalt, aber ist ja gleich. Nein. Das ist doch proaktive Lieferung. Er macht ihn gerade und bis er bei dir ist er schön essbar. Der Zopf. Ja, okay, ja, wenn er wirklich so frisch ist, ja, dann könnte es vielleicht klappen. Ja. Dann könnte es vielleicht klappen, tatsächlich. Ich glaube, ich sehe das Familienbusiness entstehen. Du lernst Kaffee Catering and Liefering during Streams. Ullens Brunch to go. Ja, ich wüsste schon noch einen, der das würde auch noch beziehen. Der Troy, der immer Gipfeli kauft. Ja, der muss einfach am Morgen um 4 Uhr halt liefern, weil der macht nach seinem Stream macht er einfach ganz schnell das Morgen fressen. Ich wohne ja nicht allzu weit weg. Bei ihm könnte ich vielleicht wie so eine Röhrenpost machen. Ja, genau. Oder einfach so macht so flupp und dann ist das Gipfeli da. Das ist irgendwie. Warum gibt es das? Weißt du, wieso hat man nicht all die Leitungen und so, die man schon verbaut hat in den Straßen und im Boden und überall, nicht einfach nur so Röhrenpost hinten da? Das wäre schon geil. Oder kommt vielleicht wieder. Weiß man ja nicht. I doubt it. Ja, nein, wenn KI die Menschheit übernimmt, brauchen wir eine Alternative. Das ist halt so eine Luftröhre. Also, du meinst, wir tun das selber in der Luftröhre reisen, oder was? Entweder das oder wir tun halt einfach wieder Briefe so verschicken. Stell dir vor, du hockst in eine Röhre rein und dann hörst du das ganz bekannte Geräusch, so, wenn die Tür zugemacht wird. So, flupp. So, pum. Ich bin unterwegs, Mami. Ja. Du, wie lange hast du noch? Ich bin schon da. Ach ja. Und jeder hat eine Sturmfrisur. Da müssen wir uns nie mehr Gedanken machen über Frisuren.
Also ich würde eigentlich lieber in einer geschlossenen Kapsel hocken als in einer offenen. Ich weiß nicht, wie es du siehst, aber. So wie ein Hund, weißt du, einfach den Ring zum Fenster raushauen, die Zunge am. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach Ah, Mann, ja, das sind wieder Ideen. ja, Das vermisst. ja schon ein bisschen. Schon ein bisschen. Aber That's Life, Ja, ähm, wo halt ja, manchmal einfach dazwischen kommt, da kannst du nichts genau. machen. Nein. Aber wir lassen uns nicht noch das klingt so dumm auf Deutsch. Wir lassen uns nicht noch klein bekommen. Wir lassen uns nicht klein kriegen. Von dem, weißt du, kann ich wollen sagen. Aber das klingt so doof auf Deutsch. Ja, mit Das ist jetzt 1,85 m kann ich jetzt kein Problem, ein bisschen kleiner zu werden. ich. Immer noch Ich mit grösser als alle anderen. 1,73 m schon. Gut, wobei 1,60 muss ich sein. Da bin ich gehört offiziell als Zwergenrasse in Dungeons and Dragons. Ich bin dabei. Ist das dein Ziel? Schrumpfen? Ja, gut. Ja, ins Alter rein schrumpft der Mensch ja anscheinend eh. Also irgendwann Eben, ja. vielleicht so bis zur Pension erreichst du es. Wer weiß. Oder vielleicht nachher. Ja. Also da im Altersheim Zwergenmeister Ullen. Fände ich noch super. Zwergenmeister. Oder du machst einfach eine von diesen Operationen einfach umgekehrt. Anstatt dass du die strecken, schneidest du dir einfach ein Stückchen aus den Beinen raus. Ja, da nehmen wir einfach so 2 Wirbeln raus hinten nachher. Ja, dann sieht es dann einfach irgendwann mal so ein bisschen unförmig auf, wenn der Oberkörper so klein ist, aber du hast so lange Beine. Ah, So. das stimmt auch wieder. Stimmt auch wieder. Ja, aber weißt du, bei meinen Beinen kannst du gar nicht so viel wegnehmen. Ich habe gar nicht so lange Beine. Ein Stück Skibein vielleicht. Oh, eben, das langt ja. Hey, Skibein 10, geht eben nicht. 10 Zentimeter sind, jetzt hätte ich ja wollen sagen, nicht lang, aber Es ist gleich, warte, ich habe doch irgendeine. ich habe da ein Zentimeter-Messer da. Das sind 10 Zentimeter. Bis zu meinem Wie Finger da. das Geile ist, ja genau der gleich. Der hure Gummiding. Ja. Also das ist wieder super für die es jetzt nur hören. Das ist 10 Zentimeter und du hast einfach irgendetwas in die Ich ha, ich Kamera. ha, Und das Gummiding da, ja, meine sieht genau gleich aus. aber weißt du, was das Gute ist? Wenn alles klappt, können es die Leute vielleicht ja jetzt sogar anschauen. Ja, voll. Ja, voll. Ja, nicht so, dass ich mein Zimmer nicht aufgeräumt hätte, aber ich habe mir jetzt nicht Aber sonderlich schön gemacht. ich auch nicht. Aber also was ich, für die das Video jetzt nicht gesehen hätten, oder falls es nicht geklappt hat, hier so das, was wir gerade probieren, ich habe was ist das eigentlich? Ist das pink oder orange? Ein orange-pinker Lineal Okay, gut, das hast du lineal gesagt. Das ist immer noch in, schwierig in, gewesen. in, in die Kamera gehabt, die sehr beweglich ist. Und Ich finde ohne das Scheiß, super. aber ich hatte den, glaube ich, schon irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich den sogar in der Oberstufe schon hatte. Verdammt, hey, Ja, das ist über 20 Jahre her. Shit, aber die die sind super. Alter. Gummigen sind super, weil die anderen, die brechen immer, wenn du mit dem Zeug spielst. Du musst immer schauen, so, ey, wo ist das eine kleine Stückchen hin, wo du es eigentlich dann wieder kannst zusammenleimen und davor schon von schauen und findest es so irgendwie so 5 Millimeter unterhalb von deinem Augenlid oder so. Ja, genau. Oh Mann. Ah. Ja. Ey, aber eigentlich haben wir ja gesagt, wir dürfen ja gar nicht so lange machen, weil wir haben hure viel Material. Also, einer davon. Viel Material. Ja, es ist vielleicht ein bisschen ausgeartet bei mir, weil wir weil wir einen Monat ausgelassen haben, habe ich vielleicht ein bisschen viele Sachen, eventuell. Ja. Aber ich glaube, ich habe es im Stream schon mal angekündigt oder irgendwo mir jemand gefragt. Ja, mal, ich glaube im Stream, ich weiß nicht mehr wer, aber jemand hat mich gefragt, ja, geht denn der Podcast einfach doppelt so lang? Dann habe ich gesagt, ich denke nicht. Ist ja jetzt nicht so, hätten wir die Möglichkeit, oder? Dass wir eine 5-stündige Aufnahme machen. Ja.
Also, genau, also ich tue es mal schnell ein bisschen strukturieren. Erstens, unser Podcast-Tool, das wir hatten, hat uns ein bisschen verarscht, die Plattform, muss ich ganz ehrlich sagen. Fix, also. Wie es ist. Ähm, Wir sind jetzt gerade ein neues Tool am Ausprobieren. Die Aufnahme läuft jetzt gerade über ein neues Tool, das wir heute mal testen. Das heisst, wenn ihr das jetzt hört, hat alles funktioniert so, wie wir wollen. Wenn ihr das nicht hört, ist es eh egal. Dann haben wir jetzt hier für nichts geredet. Dann reden wir für uns selber. Genau. Seelenfrieden und so, you know. Das ist die verschollene Episode. Oh. Oh. Die verschollene Episode. Falls sie nicht rauskommt. Ja, wenn falls sie nicht rauskommt. Genau. Macht viel Sinn, Obvious. ja. Aber also ich bin guter Dinge. Ich glaube, es wird funktionieren. Ich habe auch das Gefühl. Ein grosses Problem, das wir durch die nicht mitteilten Änderungen von dieser Plattform hatten, jetzt, wo wir halt effektiv kurz vor der Aufnahme erst bemerkt haben, sie haben die Aufnahmedauer beschränkt auf 2 Stunden. Und das könnte vielleicht alle erfahrungsgemäss ein bisschen das Problem geben bei unseren Aufnahmen. Sie haben uns ja vorher schon bei 3 beschnitten. Also bei 3 Stunden. Und jetzt sind es auf 2 runter. Ja. Tatsächlich haben sie unseren Speicherplatz auch ein bisschen. Ja, Speicherplatz haben sie auch. Was war es? Geachtelt. Also wir haben 8-mal weniger Platz. Bös gesagt, wir könnten das Zeug eigentlich auf einen USB-Stick tun und dann hätten wir noch mehr Platz. Holy crap. Was ist mit euch los, Mann? Das stimmt. Und vor allem, das Krasse ist einfach, wir haben keinen Benefit davon, nicht. Es ist nicht irgendwie so, dass du noch einen Plan hättest, der noch weiterläuft, bis er ausgelaufen ist. Es ist jetzt einfach so, jo, du hast das Päckchen, jetzt bist du halt einfach der Arsch. Und das ist das, was mich gerade ein bisschen hässig macht. Mich macht mehr hässlich, dass sie einfach das machen, ohne irgendwie Bescheid zu geben. Das ist, Du hast ein laufendes Abo, wir haben tatsächlich gezahlt für die Plattform dort. ja. Und einfach so, ja klar, wir haben jetzt einen Monat nicht reingeschaut, weil wir halt keine Aufnahme gemacht haben. Tatsächlich. Wir ja, hätten es auch bei der letzten Aufnahme nicht gesehen. Weil die Änderung war ja irgendwie erst vor 25 Tagen. Also noch irgendwie so Anfangs November. Das wäre völlig an uns Stimmt, vorbeigegangen. ja. Ja, ist jetzt einfach im November anscheinend passiert, in dem Fall. Wo sie es einfach geändert haben. Also, uns hat so oder so einfach auf die Eier geschneit. Gesagt. Ich hab den Wildes Beispiel, aber okay. ja, es hat uns auf die Eier geschneit. Ja. Gut, haben wir das auch erledigt. Genau. Ja, ich weiß nicht, so Zeugs macht mich hässig. Ja, es ist aber so, es ist so. Jetzt habe ich den Vater verloren. Ja, also wir sind grundsätzlich überall beschnitten worden. Auch nicht so einen guten Kontext. Ja. Aber grundsätzlich eben, wir probieren jetzt etwas Neues aus. Und wir erhoffen uns nicht nur, dass wir die gleiche Qualität haben wie bis anhin, sondern sogar eine Verbesserung, sondern sogar ein Plus. Dem, dass wir die Möglichkeit haben, dass ihr vielleicht auch unsere Gründe sagt. Dass wenn ich wieder mal ein Linealis in die Kamera halte, dass ihr den auch Genau. seht. Oder dass ich mir jetzt immer muss überlegen, Scheiße, darf ich das machen, wenn ich schnell so in meiner Nase gehe, popeln oder so. Ja, genau. Das Internet vergisst nie. Ja, voll. Plötzlich siehst du den Böck. Also tatsächlich ist das etwas gewesen, wo wir uns für nächstes Jahr überlegt haben schon. Wo wir uns mal Gedanken gemacht haben, ob wir vielleicht Video auch noch reinbringen. Wir haben tatsächlich schon andere Anpassungen am Podcast ein bisschen diskutiert. Also das nächste Jahr wird sich vielleicht 1, 2 kleine Sachen ändern. Ist nicht ein riesen Ding und ihr müsst jetzt auch nicht erwarten, dass wir jede Woche 3 Stunden aufnehmen. Keine Angst. Bleibt bei 1 im Monat. Aber ja, vielleicht so ein bisschen Sachen nebenbei und vor allem, wenn man jetzt auch noch das Video aufnimmt, dann kann man das auch vielleicht auf YouTube noch ein bisschen besser verwerten. Spotify bietet mittlerweile auch Videopodcasts an und so. Und warum nicht uns dann auch ein bisschen auf das Ding
Genau. auflüpfen, sage ich jetzt mal. Und hey, wir können endlich auch schöne, schöne Shorts machen, wo man noch uns sieht lachen. Ja, genau. Genau. Aber da können wir auch solche Clips nehmen und so, anstatt dass wir ähm, ja, anstatt dass man nur einfach uns hört lachen oder schnurren oder Genau, so, ja. ja, voll, Ja. voll. Also eben Benefit. Genau. Also wir erhoffen uns das. Und bis jetzt bin ich guter Dinge tatsächlich. Ja. Ist auch ein Zahnpasta-Rollen wieder weg. ist auch ein Learning für uns. Also, wir schauen halt, was funktioniert nicht. Richtig. Was ist gerade so im Moment in der Podcast-Welt am tun? Und da sind Videopodcasts halt immer mehr das Ding. Wir haben jetzt nicht irgendein Studio oder weiss ich was, wie viele andere. Ähm, aber ja, Also, für die, die das erste Mal, also für die, die uns nur im Podcast zulassen, aber nicht den Twitch, unsere Twitch-Channels oder so sehen, das sehen wir auch Twitch. ja, Also genau, mies und auch Blackjack sees. genau, absolut. Aber wäre eigentlich traurig, wenn ihr uns nicht mal würdet besuchen auf Twitch. Dürfen da Ja, gerne schon. rein. Schnell auch Voll. Werbung machen. Also nicht für euch oder für den Podcast, aber darf ich Heu sagen? Also, Ja, sicher. Ja. weißt Wir sind du, nicht scheu. Sollten auch nicht sein. sind nicht scheu. Wir stellen unsere Gesichter ins Internet vor alle an. Also, Ja. ähm, hey, ja. Wir haben es vorhin schon angesprochen, Brunch. Es gibt wieder einen Brunch. Datum, Uhrzeit und so folgt noch. Schaut da am besten im Instagram vorbei, @Brotkasten. Dann posten wir dann, wenn, wie, wo, was. Ja, freue mich schon drauf. Mal Ich schauen, ob wir noch. vielleicht noch Gäste reinbekommen. Es ist immer ein bisschen schwierig halt mit Gästen. Januarwochenende oder so, Ja. das ist immer so ein bisschen, entweder sind es noch bei Familienfuttern oder immer noch besoffen vom Silvester oder so. Da Aber sehen wir, was richtige Nerds sind. Oh, die sind am Neujahr daheim. auch Aber ich die, freue mich schon wieder auf meine Lachsbrötchen. oh, Oder Barfebrötchen habe ich das letzte Mal gehabt. oh, ich muss mir das gerade notieren. Barfe. Sonst vergesse ich wieder so Zeugs zu kaufen. Gibt es echt Lachsbarfe? Also ist echt das geil? Ich sag mal so, geben tut es wahrscheinlich schon. Ob es geil ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Habe ich glaube ich noch nicht gehabt. So, ich gebe jetzt gerade mal Lachs aus der Tube. Gut, da kommt mal Katzenfutter. Aber okay, muss nichts Schlechtes heißen. Ah, Ah, von Rio Mare gibt es eins. ein Lachsparfait. Ja. Also Wild. Thunfisch, Okay, ja, Thunfisch. Salmone ist doch eigentlich auch Lachs, oder? Salmon, ja. Salmon, Ist ja. Lachs. Pink Salmon. Ein Ja. Lachsparfait. Frech. Geil sieht schon nicht Frech. aus. Vor allem tun sie es auf eine Seh, fucking Tomate anstatt auf ein Brot. das ist ein Todsünde. Aber das wäre jetzt der Vorteil. Jetzt könnten wir hier das Bild vom Lachsparfait einblenden. So irgendwie Ja. so zwischendrin oder irgendwo so. Das ist ein Lachsparfait im Fall. So. Und dann einfach alle, weißt du, gross, ja, Rio Mari hat, und dann müssen wir einfach alles so zensieren. Piep. Weißt du, gut was? Nein. Also eigentlich fände ich das eh noch eine coole Funktion da innen, dass man irgendwie so einen dritten Bildschirm hat. Da kannst du so Zeugs präsentieren. Muss nicht. Also du meinst jetzt im Video selber nachher, oder was? Ja, kann man sicher etwas machen. Ja. Mal. So. Äh, Aber item. Wo sind wir ja, eigentlich gewesen? Brunch. Aber wie, wo was, schaut auf Instagram vorbei. Dort werden wir sicher früh genug ankündigen, wann es das ist. Und dann wir freuen uns schon wieder auf so eine
7, 8, 9-stündigen Stream. Vor allem das Krasse ist, weißt du, hast so vorher angedeutet, normalerweise machen wir über Film, Games und weiss der Gucker was. Mhm. Und ich glaube, letztes Mal haben wir eine Zeit lang über alles andere geredet, nur nicht über Film, Games und sonst Zeug. Genau. Also das, was wir jetzt ja auch machen. Die Idee, also, was soll ich damit sagen von vorher? Wir haben wieder mal 1,5 Stunden gebraucht, bis wir zu der Aufnahme gekommen sind. Eigentlich halt geschuldet daran, weil unsere Aufnahmeplattform uns ein bisschen versäckelt hat. Wir haben natürlich jetzt Alternativen gesucht und ein bisschen Ja. diskutiert, was machen wir, wie wollen wir es machen, machen wir überhaupt. Und eine Idee war, ja, machen wir eine kurze Aufnahme, wo wir einfach den Podcast verschieben auf einen Brunch und dann die 2, 3 Monate eigentlich im Brunch behandeln. Und dann sind wir eben so drauf gekommen, ja, wir haben das letzte Mal auch kein Wort, glaube ich, über Serien und Filme, die wir geschaut haben, im Dezember geredet. Also Ja. vielleicht eine schlechte Idee. Also, aber we will see. Ja. Vielleicht müssen wir den nächsten Brunch ein bisschen kategorisieren. Dann wieder. Müssen wir mal schauen, ja. Aber ursprünglich, der Brunch war ja einfach wirklich einfach ein Brunch gewesen. Einfach so zusammen, was ist so gelaufen das letzte Jahr? Das ist ja Ja, damals so genau. der allererste, wo wir nachher zu dieser Idee mit dem Podcast überhaupt gekommen sind. Das ist korrekt, ja. Also das ist eigentlich der Ursprung vom Ganzen. Genau. Genau. Geil. Der Ursprung vom monatigen Leid, wo wir uns und euch aufzwingen. Genau. So nicht sagen. Äh, Apropos aufzwingen, ich habe gar nicht geschaut, ob wir vom letzten Mal irgendwelche Rückmeldungen bekommen haben. Doch, ich habe. Ich habe. Ich habe. Hast du? Ich habe. Ähm, soll ich sagen? Ich bin jetzt etwas noch schnell nachschauen, weil ich will nicht wieder auf den Deckel bekommen. Will ich aber auch schon haben. Bei mehreren Kommentaren. Also, ich habe zum Beispiel. Und das ist jetzt genau das, was ich meine mit von wegen, dass ich nicht wieder auf den Deckel bekomme. Lieber Jaycee-Fahrer, es tut uns mega leid, dass wir deine Hause das letzte Mal nicht angeschaut haben. Die Nachricht im Shit. Discord ist irgendwie völlig untergegangen. Ja! Das Schlimme ist, er hat es mir auch geschickt. Aber Fuck! zu der Husi vom Podcast hat er geschrieben, zu der aktuellen. Sein absolutes Lieblingsgame, wo er auch immer wieder mal Stunden drin verbraten kann, sei der Fußballmanager. Und jetzt ohne wertend zu sein, das finde ich recht wild. Weil ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der Fußballmanager spielt. Außer Jaycee Farovitz. Ich kenne einen, der es mal ziemlich exzessiv gespielt hat. Aber ich glaube Okay. nur ein, weiß jetzt nicht, ist 2022 gewesen oder so während der Corona-Zeit. Der ist völlig dort drinnen abgesumpft. Das, Aber eben, dort hast du eh nichts gehabt. Ja. er hat dann ein bisschen noch mehr dazu geschrieben. Er spielt seit 2005, also seit 20 Jahren, spielt er den Fußballmanager. Das ist aber Und hat krass. fast keine Version rausgelassen. Bis auf 2 oder 3 vielleicht, aber alle anderen Heiger. Aber anscheinend war der 14er der letzte von EA und dann haben sie es eingestellt. Aber und das finde ich wirklich mega geil. Das Game hat so eine geile Community, wo der Fußballmanager am Leben lässt oder haltet. Und dass sie jedes Jahr wie so selber das Update rausbringen. Holy. So Sachen, wo halt dann irgendwie gehen. Also was sie machen, ist grundsätzlich die Datenbank auf aktuellen Stand bringen und so. Das Grundgerüst ist aber immer nur der Fußballmanager 14 von damals. Sie haben zwar ein paar optische Anpassungen gemacht, dass es ein bisschen moderner aussieht, aber es ist halt viel hardcoded und gar nicht möglich irgendwie zu ändern.
Ähm, der Faro hat anscheinend selber schon mal ein bisschen mitgeholfen, 18, 19 und 20. Ähm, hat dann aber, wegen Zeit nicht mehr können Ja. mitarbeiten und ist jetzt nur noch Tester. Ja, aber gleich, ey, ich meine, sorry. Also, zuerst mal Hut ab an dich, Faro, dass du das 20 Jahre lang eigentlich vor dir hin spielst. Ich bin ehrlich, das ist etwas, das wäre so wie ein Traum von mir, ein Spiel zu haben, wo ich einfach Ewigkeiten lang kann spielen kann. Wirklich. Oder immer wieder führen, immer alle Jahre oder so. Logisch, ich Hast spiele MMOs wie WoW oder so etwas zwischendurch einmal, aber das ist jetzt nicht etwas, wo ich muss sagen, das packt mich so. also bei dir kommt mir, weißt du, was in den Sinn? Pokémon. Star Wars. Das Yes. Ding, wie heisst's? Star Wars Republic Rebel, Commandos, ja. ja genau. Kann ich jeden 4. Mai spielen auf Ja, Twitch. jetzt zum Beispiel, ja, aber ich meine, das ist auch schon, wie alt ist das? Weißt du, wenn du so Äh, schaust? Das ist, glaube ich, 2005 tatsächlich. 5 oder 6. Ja. Ähm, aber gut, das ist aber auch etwas, das ist für mich wie ein Film schauen, tatsächlich. Mhm. Das ist einfach ein Film, den ich jedes Jahr mindestens einmal schaue. Ja, tatsächlich, 1. März 2005 ist das rausgekommen. Aber das Schade ist, außer es Grafik overall gibt es dort nichts. Das ist halt noch das, was ich habe hinzufügen wollte, dass das halt eine Community ist, die relativ lebendig ist, wo halt eben irgendwie etwas dafür macht, weil Republic Commandos, es hat scheinbar mal einen Dude gegeben, der eine Unreal Engine Version hat davon machen. Mhm. Aber das ist halt wie so oft, meistens siehst du einen Trailer und dann hörst du lang hörst du nichts mehr. Ja, ja. Ähm, also das einzige Game, wo ich würde sagen, das kommt etwa gleich hin, ist Oblivion, wo ich ja aber, also das ist von Elder Scrolls, wo ich eigentlich sehnlichst auf Sky Oblivion warte. Mhm. Wo sie ja, wow, Modder selber etwas machen, das dürfte irgendwann ist der nächste Mal rauskommen, haben sie gesagt, aber Ja, ja. weil bei dir ist zum Beispiel ja Star Citizen, hätte ich jetzt gesagt. Ja, gut, das ist aber noch nicht 20 Jahre. Also, wenn ich so weit zurückgehe, ist es bei mir definitiv WoW. Okay. Das spiele ich seit, ja, 04, 05. Ich habe nicht gerade direkt bei Release angefangen, aber so irgendwo dort rum habe ich das erste Mal WoW, habe ich mir WoW gekauft und habe gespielt. Klar, wie du gesagt hast, MMOs immer mal wieder, nicht Mhm. durchgehend, Ja. aber das ist definitiv etwas, was mich seit 20 Jahren begleitet, absolut. Aber so etwas finde ich geil. Ja, voll, voll. Ich hätte gerne eben so etwas Kompetitives, wo ich könnte, weißt du, so ein bisschen, einfach, sorry, einfach mal geil sein und sagen, hey, look, das kann ich, Mann. Ich kann nichts. Oh Mann. Ich habe gerade das letzte Mal mit über das diskutiert. Ich kann, ich weiß, das liegt wahrscheinlich am Alter und aufgrund von der Tatsache, dass wir als Gamer in unserem Alter wahrscheinlich schon so viele verschiedene Games gesehen. Ich kann nichts mehr mit kompetitivem Zeug anfangen. Ja, tatsächlich ja. Darum tue ich mir zum Beispiel auch so ein bisschen schwer, Arc Raiders zu holen. Das sieht Ich weiß, mega was du nice meinst. aus. Ich hätte eigentlich recht viel Bock drauf. Aber der kompetitive PvP-Gedanke jedes Mal dahinter, so, ich muss jetzt reingehen und wenn ich irgendeinen sehe, muss ich immer so, vielleicht und vielleicht nicht und ich erschieße ihn jetzt lieber, weil sonst dann bin ich sicher und so. Einfach, das habe ich bei Dune auch schon gesehen. Einfach das PvP, der PvP-Stress nenne ich jetzt das. Ich wollte einfach, wenn Ja. ich gehe zocken, einfach chillen und eine geile Zeit haben. Ähm, Das ist jetzt vielleicht auch eine böse Aussage, die ich sage, aber wir haben halt noch einen Job nebendran. Und wenn halt irgendein Typ hast, der halt jetzt, sorry, ich bin jetzt ehrlich, halt arbeitslos ist oder wirklich seine permanente Zeit, sorry, also weißt du, arbeitet seine 8 Stunden, das erste, was er macht daheim, ist schnell irgendwie duschen.
nachher, wenn überhaupt, und nachher dann gerade den PC anlassen und nachher dann zocken bis am nächsten Morgen und dann geht er wieder arbeiten. Also Ja, so wie ja, wir es probiert haben während der Schulzeit. Aber gegen so einen hast du halt einfach keinen Stich. das Das ist kein stimmt. Stich. Ja. Der ist so eine Casual Gamer, sage ich jetzt mal. Anführungs- und Schlusszeichen. Hast halt einfach keine Lust, wenn du nachher dann reinkommst und sagst Hallo und nicht einmal das Hallo fertig kannst sagen und hast schon einen Pfeil im Grind. Oder? Absolut, absolut. Von dem her, ich bin halt dann noch so, ähm, darum, eben, es ist mega schwierig. Aber gleich irgendwie so, ich fände es mega geil für mich, wenn ich in irgendetwas einfach mega gut wäre. Das wäre so irgendwie, weiß auch nicht. Ich Einfach fände das ein irgendwie Game, cool. das so wirklich richtig gut wärst, okay. Ja. Einfach so, wo einfach, wenn du, zum Beispiel, sag jetzt einfach, wenn du an Company of Heroes denkst, so competitive, Denkst dann du hast du Ollen. irgendjemand so, hey, der Ullen. Oder irgend so etwas. Ich fände das geil. Weißt du, wo ich immer an dich denke? Contraband Police, oder was? Okay, nein, das habe ich jetzt nicht einmal gedacht. Okay. Nein, aber ich mache jetzt so, wir rollen jetzt die Kategorien mal wieder von hinten auf. Warum sollen wir heute irgendwie etwas normal machen? Wir machen jetzt einfach alles Fix. umgekehrt. Halt einfach nicht ganz so im positiven Sinn, aber wir haben sehr viel Spass gehabt jetzt in den letzten 2 Mal. Oh Gottes Willen, ja. Wenn sich der Ullen in der Steuerrad von einem Wohnmobil setzt. Ja, der aus irgendeiner Ecke in den Wald reinfliegt. Ey, der Clip, der ist Szene. Das ist so gut. Wir reden von Are We There Yet? Und Ja. so kommen wir dann sogar zu den Games, einfach schon mal grad direkt am Anfang. Machen wir gerade mal das. Wir haben 2 Sessions Are We There Yet gehabt mit dem Barracks und mit dem Renegade zusammen vom Alpen Gamecast. Und wir sind immer noch nicht dort, Gottverdammt. Wir sind immer noch nicht dort. Wir haben uns aber auch letzte Stunde so richtig schlecht angestellt, glaube ich, einfach Ja, bis wir gut. das Loch raufgekommen sind. Oh. Ey, Ja, das war Katastrophe. filmreif dort. Das war Ja, filmreif. absolut Gold. Aber sorry, der sich das Spiel. Ich finde es immer wieder cool, also einfach so mal der Gedanke, wer hat sich das Spiel ausgedacht? Oder wie kommt er auf das? Mhm. Also, für die, die es nicht wissen, Are We There Yet? Eben, du musst mit einem Camper zusammen an ein bestimmtes Ziel kommen. Und da kommst du eigentlich durch verschiedene Terrains durch, wo halt immer wieder dir so Herausforderungen in den Weg legen. Genau. Aber es ist schon eine Herausforderung, das ein Auto zu fahren. Es ist wirklich, es ist einfach wild. Ich sag's Also, mal so. also wir überlassen es eigentlich am besten Fahrer, den wir haben, und das ist Schnitzeli. Der hockt einfach die ganze Zeit im Karren rein. Und Ist dann haben auch wir noch nicht den... immer die einfachste, weil da hockst du dort und dann plötzlich rührst du dich wieder aufs Dach und denkst, was ist jetzt wieder passiert? Ja, und vor allem hast du dann rund um dich 3 Nasen, die ganze Zeit schreien: «Hey, stopp, nein, rechts, links, nein, halt, nein, ander links!» Und dann haben wir noch eben der Windemeister Barracks. Ja, genau. Unser Ingenieur. Genau, und eben dann noch der René. Der René ist auch dabei, genau. Genau, der ist fürs Entertainment und ich bin der... Was bin ich jetzt noch? Der Minensucher. Genau, der Minensucher. Oh Mann. Ja, also das Spiel ist wirklich... Das macht Laune, es macht Laune. Ja. Und ich finde es halt witzig, das Game. Es hat keiner wirklich von dem Game gewusst, bis so eine Woche bevor es released worden ist. Weil Das stimmt, ja. die Bude hat nie gesagt, sie arbeiten, also sie haben gesagt, sie arbeiten an etwas haben auch gesagt, an was, aber haben im Hintergrund eigentlich nur an dem Spiel auch noch geschafft. Am Are We There Yet. Und dann plötzlich, irgendwie hat es einen kleinen Leak gegeben, irgendwie. Ich glaube, sie haben so einem Game Jam, Dev Jam, irgendetwas mitgemacht. Und dann hat es einen kleinen Leak gegeben. Und dann haben sie gesagt, ach, okay, scheiß drauf, wir zeigen es euch jetzt da, nächste Woche kommt es raus. Genau.
Ja, die haben eigentlich, glaube ich, an einem ganz anderen Spiel haben die geschafft. Genau, ja. Ich bin jetzt gerade am schauen. Among the Wild heisst es, glaube ich. Ja. An dem haben sie eigentlich wollen schaffen, das ist so ein Survival-Game. Aber gut, sie haben auch den geilsten Namen. Nuggets Nugget. Entertainment. Ja, genau. Szene. Und dann plötzlich, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube, der Barracks oder so, irgendwie sind wir plötzlich auf das Game gekommen. Ja. Dann haben wir gesagt, ey, das müssen wir eigentlich mal probieren. Dann haben wir mal geschaut, Ullen und der René gefragt und dann ist es passiert. Ja. Seither sind wir uns gelegentlich auch immer wieder ein bisschen am Anhässeln. Also nur während dem Spiel, ja, also nicht in real life. Oh. Aber es ist wirklich, es ist eigentlich simpel. Es ist Ja. eigentlich einfach wie so ein Puzzlespiel, aber was dort aber für Szenarien passieren, das ist Münder gesehen. Und vor allem, es ist halt nicht einmal, weißt bei so vielen Sachen heutzutage ist es einfach ein Clickbait oder ein Clipbait, wie es heute so sagen. Ey, Es ist erzwungen, irgendwie, ja, ich scheiß da an, weil dann trifft er mich vielleicht und so. Bei uns passiert das einfach. Ich laufe vor einem Wohnmobil voraus und der Ullen schreit hinten dran irgendetwas rum, der René kommt zu fahren, René! trifft den Ullen, dann Du fliegt er siehst halt einfach, wieder wie ich mal. rumfliege. Ey, ey, wirklich, der Clip, das ist Oder das dann kommen die Beste. Drecksvögel. Ey, die haben mich so aufgeregt. Ja! Vor allem, ich habe den Clip gesucht in der Sicht vom René. Und es war geil, weil ihn hat es, glaube praktisch nie brecht mit diesen Vögeln. Aber du hörst immer uns im Hintergrund. Barracks plötzlich, du ein Scheissvogel. Plötzlich ich irgendwie, lass mich runter, lass mich runter. Ja, das ist so gut. Ja. Also, Also, das ist es ist wirklich, das ist. absolute Empfehlung. Wenn ihr so ein witziges, cooles Spiel sucht für so ein paar Abend. Aber wir haben jetzt erst zwei, also was heisst zwei? Wir haben, was haben wir, ein bisschen über 10 Stunden oder so. Haben wir, Ja, ich glaube ich, glaube, wir sind bei investiert 9. mittlerweile. Wir haben 2 Abende ein bisschen gespielt und wir sind noch nicht fertig. Wir haben auch keine Ahnung, wie weit das wir sind. Ähm, aber wenn ihr so ein Spiel sucht, so 2 bis 4 Leute, absolute Empfehlung. Kostet auch nicht viel, ist wirklich günstig. Dann holt euch das Arvidariat. Ich bin ja teilweise nicht Fan von dieser Seite, weil sie aus meiner Sicht völlig falsche Angaben macht. Mhm. How long to beat? Oh Gott. Ja. Also eigentlich, gemäss How long to beat sollten wir jetzt fertig sein. Ja, Ich sehen wir ja das lieb's. nächste Mal. Ich lieb's. Sehen wir ja das nächste Mal. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht das nächste Mal fertig werden, aber wir haben keinen Plan, wie lange oder wo wir überhaupt sind. Also, Gut, das haben wir das doch, letzte Mal auch gesagt. auf der Map in-game, wenn du schaust, sind wir schon außerhalb von der Map. Ja, genau. Also, das ist auch wieder der Strich geht einfach so raus. So, ja, okay. Hä? Aber ich finde es geil, eben, so, eben die Seite How long to beat zeigt dann mal etwa auf, wie lange es geht. Mhm. Ich habe jetzt gerade noch einmal nach einem Lieblingsspiel von mir geschaut. Steht drin 30 Stunden. Ich schaffe es in 20 Minuten. Was geil ist, bei diesem Spiel, das ist Solasta, wenn du Mhm. weisst, wo das eine Zepter ist, kannst du einfach schnell hinterlaufen, Ah, das Zepter holen, wieder für und dann bist du fertig. wow. So gut. Und das ist hure geil. Hure geil. Ja. Aber Arvidariat ist wirklich, das ist nice. Ja, voll, hä. Voll. Ah, genau. Ich habe auch noch eins gekauft. Mhm. Zwar habe ich mich wieder mal von meinem inneren Mind, also meinem inneren Wesen überzeugen lassen. Und zwar hast du das auch schon gehabt, du hast ein Spiel gekauft, nur weil der Soundtrack geil ist. Kommt mir gerade keinen Sinn. Also das ist schon mein dritter. Aber gut, ich kann sagen, das Spiel ist auch geil. Also, ich finde es geil. Es ist Dark Ages The Last Stand heisst das. Okay. Und ist eigentlich so etwas ähnliches wie They Are Billions. Wo vielleicht auch Leute kennen, es ist, ja, was soll ich sagen?
wie so ein bisschen das Tower Defense mit Strategieelement. Also sprich, du baust deine Stadt auf und du rüstest dich eigentlich darauf, dass irgendwie an Tag 9, 18 und weiss der Gucker was alles, kannst Horden abwehren. Mhm. Und das Geile ist, du hast jetzt eben noch einen Playable Character da drauf, wo du kannst halt aufleveln. Und von dem her, ich finde den Sound finde ich mega geil. Ich finde eben, das Genre mag ich eigentlich auch irgendwie. Das ist alles, weiss, das kannst du anschauen, kannst ein bisschen etwas machen. Und dann nachher so eine Stunde später denke ich, Scheiße, ich bin gleich nicht weiter, aber ich kann es wieder abstellen. Und dann Im, nachher im Warcraft 3 hat es solche gegeben, die Hero-TDs. Das tatsächlich, ja. klingt mega so nach so einem eigentlich. Ja, aber ja, es ist aber eigentlich genau das. Halt einfach noch ein bisschen verfeinert, weil du halt bei den Tower Defenses, eben jetzt egal ob Warcraft oder so etwas, generierst du eigentlich Geld indem, dass du, oder die Ressourcen indem, dass du die Monster vernichtest. Sprich zum Beispiel irgendwie, Mhm. du säckelst einen Ork durch, die Tower vernichtet dann, du kommst 5 Goldmünzen über. Ja, ja. Im Dark Ages und im There Are Billions musst du selber für die Ressourcen schauen. Ah, okay. Ja. Das heisst, du kannst also tendenziell beschleunigen oder wenn du halt einfach scheiße bist, so wie ich, hockst du irgendwann schon mal oben dort und denkst so, hey, die Viecher kommen morgen, warum habe ich kein Holz? Aber eben, mir macht das mega Spaß und tatsächlich, durch das, dass die Maps immer random generiert werden, oder es gibt einfach so eine gewisse Anzahl, ist es Mhm. immer mega spannend, weil du hast immer wieder andere Situationen. Und Gegner kommen noch nicht immer vom gleichen Ort, wo plötzlich heisst, hey, sie kommen von oben rechts von der Map. Und dann können sie aber auch von oben rechts von der Map kommen. Und nachher ist aber der Weg so beschissen, dass sie irgendwie vom Süden herkommen. Und du so, ja super, jetzt habe ich oben rechts alles ausgebaut, aber im Süden unten habe ich nichts. Aha, da laufen jetzt halt irgendwie alles ums Zeug rum, bis sie. Richtig, ja. Ah, okay. Genau. Aber tatsächlich, das finde ich im Dark Ages geiler als im There Are Billions. In Billions hat es, soviel ich weiß, nicht gegeben. Du kannst einen Turm bauen, der dir anzeigt, wo sie kommen. Ah, okay. Ja, Aber ja. das, ja, eben. Ja, ich find halt, das Soundtrack finde ich geil, das Ambiente und du hast auch ein bisschen. Ja. Ein Game wegen dem Soundtrack, das habe ich glaube wirklich nie. Ein Game wegen dem Soundtrack gekauft. Ja, ich Wie, höre halt wie, durch den Soundtrack. aber ich wollte jetzt gerade sagen, wie kommst du denn überhaupt auf einen Soundtrack, wenn du das Game nicht spielst? Ähm, tatsächlich, für das liebe ich Spotify zwischendurch, muss ich ehrlich Ah, gesagt so sagen, Vorschläge. es gibt ja so eine Shuffle-Funktion und wenn du eine Playlist hast, wo schon fällst mit Soundtracks, Ja. schmeißt es einmal so das Zeug hin. Und du hockst einmal so während dem Autofahren und denkst so, Scheiße, jetzt wollte ich schauen, was ist das für ein Game? Aber darfst du das Handy nicht in die Finger nehmen. Mach es nicht. Und so bin ich auch damals auf Adeptus Mechanicus gekommen von Warhammer. Okay. So bin ich nachher dann in die Warhammer-Lore ein bisschen reingerutscht und hasse mich dafür. Ja, das stimmt. Das ist eine geile Funktion von Spotify. Die nutze ich auch sehr viel. Auch Ja. sonst. Bringt auch einfach ein bisschen frischen Wind, wenn man so ein bisschen deine Playlist und Voll. denkst, oh cool, zack. Ja, ja. Ja. Mega. Ja, nice. Was hast du noch gehabt, das diesen Monat schon? Games? Ich habe auch eins, wo Oh, einen ich weiß was, ja. guten Soundtrack hat. Also wirklich, man kann von dem Spiel halten, was man will, aber wenn sie mittlerweile etwas anderes auch richtig im Griff haben, ist das Sounddesign. Es ist ein grosser Patch gekommen dort. Und zwar rede ich von Star Citizen. Ist der Patch 4.4 gekommen. Der hat das dritte Sonnensystem, das das Jahr ganz kurzfristig angekündigt worden ist, dass sie das Jahr noch bringen. Ein bisschen abgespeckt, es hat zum Beispiel keine Planeten. Das hat aber den Grund, dass sie Planetengenerierung und so Sachen am Anpassen sind und gesagt haben, hey, wir wollen jetzt nicht die Arbeit doppelt machen, sondern wir bringen das System. Und wenn dieses dann so weit ist, bringen wir dann auch Planeten noch rein. Nicht, dass Oha. dass sie jetzt Planeten gemacht haben und nachher 2 Monate später das wieder über den Haufen rühren. Aber das ist nicht gewollt, dass also das System so heisst, wie es heisst. Weil dort nichts ist. Nein, Oder nein, das nix. heisst nichts.
Das Okay, heisst, oder nix, ist ja mit Y. okay, Das heisst so. Das war schon okay. vorher so angekündigt gewesen, ja, ja. Und das ist ja auch, tatsächlich, wo wir das erste Mal dort hin sind, ich habe es cool gefunden, es sind ein paar Leute dabei gewesen und dass wir das zusammen haben können erleben und vor allem auch Leute, die wirklich auch schon lange, Star Citizen spielen und das auch früher erlebt haben, weil mit dem System ist, ein Ort wieder ins Spiel gekommen, was es früher schon mal gegeben hat. Ähm, der ist früher ist das der erste wirkliche Ort gsi, wo man hat können landen, wo man hat können 'n Fahrzeug zum Rumfahren rausholen. Man hat können rumlaufen dort und so. Und zwar rede ich da von Levski, nennt sich der Ort. Und früher ist der im Sonnensystem Stanton gsi, halt einfach, ja, zum Rumprobieren, damit sie haben können schauen, wie können wir's machen und so weiter und so fort halt. Mhm. Und irgendwann haben sie gesagt: „So, jetzt nehmen wir den raus, weil der gehört eigentlich nicht dahin.“ Dann haben sie Okay. das rausgenommen. Und jetzt ist halt wirklich, ich weiß nicht wie lange, also ein paar Jahre jetzt eigentlich ja weg gewesen und jetzt ist das wieder reingekommen. Und das ist also für die, die wirklich schon lange bei Star Citizen dabei sind, ist halt so ein bisschen nostalgisch. Du bist dort hin, hat sich zwar mega verändert natürlich, der Ort. Ähm, sie haben recht viele Sachen angepasst, auch wo er ist und so. Levski war eigentlich immer eine alte Bergbaustation gsi, 'n grosse, wo, ähm jetzt auch, wenn sie es richtig gemacht haben, ein Loch durch 'n Asteroid durch halt hat. Du kannst halt da Hure geil. durchfliegen. Es ist wirklich richtig und dort drinnen hat's dann auch Hangar und alles und ist richtig nice gemacht. Und da sind wir Hure natürlich ein geil. bisschen emotional nostalgisch unterwegs gewesen, so: «Ah, geil, hey, es ist endlich wieder da und dort, wo's hingehört.» Ja, weil du hast ja mal mir erzählt gehabt, du hättest ja das, glaube miterlebt, dass sie das eben frisch gemacht haben und du bist einer von denen gewesen, wo das Glück gehabt hat. Wo er Das das noch können gespielt hat, ist sein PC nicht gelaufen. Ich glaube, bei dir ist es glaube ich nachher dann nicht gegangen, oder? Am Anfang. Da hast du nachher dann noch einmal dürfen. Oder ist das ein anderes Game nein, gewesen? nein, das ist nur weiter vorher gewesen. Das ist nur Ah, vor okay. Levski, bevor Okay, das ist an sorry. 'ner Gamescom gsi, das, was du meinst. Sind wir an der Gamescom gsi. Das war Patch 3.0 gsi damals. Und dann, also vor Patch 3.0. Und das ist das erste Mal gsi, wo du hast können mit einem Schiff landen und dann Okay. dort auf 'nem Planet aussteigen. Ah, okay, okay, okay. Das war überhaupt das erste Mal gsi und das haben sie dort an der Gamescom haben sie so 'n paar Game Stations gehabt, wo du das hast können ausprobieren, bevor du überhaupt irgendwie sonst das hast können. Und ich hatte das Glück gehabt, irgend Kack-Bug oder irgendetwas gehabt zu haben. Ich konnte einfach nicht können spielen. Und alle zusammen um mich herum sind am Spielen gsi, Kollegen am Spielen gsi und ich so: «Ja, ich will auch.» Dann habe ich halt einfach nachher noch eins dürfen. No, aber immerhin. Ja, ja, absolut. Ah, Star Citizen. Ja. Ah, müsste ich auch wieder mal reinschauen, aber mich scheisst es ein bisschen an. Ich glaube einfach, meine Kiste mag es nicht beißen im Moment. Ach, so 'ne Seich. Nein, also deine Kiste mag das locker beißen. Wenn ich sehe, was da wie da andere Star Citizen spielen, wo, also weißt du, wenn ich sehe, wie andere Star Citizen gespielt haben, mit was für 'ner Kiste, dann musst du dir noch lang keine Sorgen Okay, ist machen. gut. Dann Absolut. können wir Also, wieder mal. es ist das haben im Fall viele haben Angst davor: «Ja, das mag mag meine Kiste nicht.» Es wird vielleicht nicht super gut laufen, aber ich kann euch beruhigen, das läuft auch mit einer 4090er nicht viel besser. Aber, Es ist im Moment einfach das Spiele, wie es ist. aber tatsächlich, ohne Scheiß jetzt, das ist einfach so aus dem Kontext. Ich habe Mhm. momentan so ein bisschen nicht mehr so die Anforderung, ich muss alles auf der höchsten Engine spielen. Solange es einigermaßen, also wie soll ich sagen, auf der höchsten Grafik. Mhm. Mhm. Solange es einigermaßen gut ist und ich nicht überall viereckig sehe, finde ich es okay. Teilweise. Ja, da bin ich halt noch ein bisschen anders. Ja, Ich nenne es mal, wie es ist. Ich bin da ein bisschen eine Grafik, ähm, wenn man es so schön sagt, eine Grafik-Hu, gell? eine Also, Grafikkudel. das, ich finde es, wenn ein Spiel wirklich das wirklich gut macht und so, dann ey, gimme all of it, dann stelle Ja, ich alles auf. dann logisch, Aber ja, dann mache ich auch.
aber irgendwo gibt es dann schon, ja, bringt das wirklich so viel, dass ich mir die Performance-Einbuße zugestehe, zum Ja, Beispiel. Ja, das ist schon. Überlegung mache ich natürlich immer. genau. Und da ist zum Beispiel, da kommen wir jetzt grad, oder hast du gerade noch eins? Ich habe tatsächlich auch noch eins, wo ein Ah, mega okay, ja, grosses dann DLC rausgekommen ist, wo hau mich wieder raus. zurück in die Berge verschleppt hat. Sagen wir es mal so, zu meinen Wurzeln. Zu den Und zwar, Geistli? nein, das ist verdammt schade, das kommt erst nächstes Jahr. Ah, okay. Der Contraband Police DLC haben sie auf nächstes Jahr verschoben. Finde ich okay, macht das. Dafür bin ich zurück in die Berge. Gut, dort gibt es auch so eine Art Geissli. Nein, stimmt, da gibt es auch Geissli. Oh Und zwar Gott bei, bewahren. du bist ja dabei gewesen sogar, beim letzten Stream. Lord of the Rings, Return to Moria. Ah, ja, stimmt. Also Herr der Ringe, Return to Moria hat auch aus dem Nichts raus eigentlich plötzlich gesagt, hey, da habt ihr ein neues DLC, Durins Volk. Ich so, hey, gehst du mal schauen. Irgendwie 20 Stunden mehr Kampagne tatsächlich. Du kannst Boah. jetzt außerhalb von Moria rumlaufen an diesen Ort. Du hast Händler, du kannst NPCs anwerben. Ich habe sogar einmal leider einen so kurzen Clip gesehen, dass du glaube auch dort kannst schauen, wo der Gandalf gegen Balrog gekämpft hat, auf Ja, Moria ich oben. das habe ich gesehen gehabt. Ja. Und das ist halt einfach. Ah. Also ich muss so ehrlich gesagt sagen, sie haben viele Sachen verbessert, weil die Map ist völlig Kraut und Rübe gewesen früher. Mhm, Performance ist auch viel besser. Also die mhm. Map haben sie besser gemacht. Du kannst jetzt Ebene machen. Mir dünkt so, sie haben für die Kampagne, du kannst ja die Sandbox Version, die du kannst spielen oder Kampagne. Es ist ein bisschen schlauchiger. Mhm. Tatsächlich, außer jetzt wirklich durch das grosse Gebiet von Moria, wo drin, also nein, in den Minen innen. Aber sonst finde ich es eigentlich viel geradliniger, es ist viel besser verständlich und ich bin hure gehuckt eigentlich. Ich warte eigentlich nur auf morgen, damit ich wieder ein bisschen spielen kann. Ich spiele es jetzt mal aktuell wieder mit der Lisa zusammen und das macht mega, mega viel Bock. Wieder ein bisschen als Zwerg, ein bisschen rumsingen, Orks verprügeln. Ah, das ist nice. Und sie haben Expeditionen eingebaut. Das heisst, du kannst, nachdem du die Kampagne fertig hast, noch eine Expedition. Also ich bin hure gespannt. Ja, ja. Das ist so ein Long-Time-Project. Ich finde das, das ist auch ein Game, wo ich immer wieder zurückkomme. Einfach wo ein bisschen so. Ein bisschen hämmern. Genau. Für die, die es jetzt wieder nicht gesehen haben, ich habe so gemacht, als würde ich Minen schaffen. Stein in einer Pickaxe. Ja. Und ich glaube, von wegen so Ressourcen beschaffen und so, ich glaube, da kannst du auch ein Liedli singen. Gehe ich mal davon aus. Du nickst schon. Also, ich weiss nicht, ob wir vom Gleichen reden. So anno dazumals. Ah, ja, gut, okay, wir reden vom Gleichen. Gut. Ich habe jetzt gerade überlegt, wo muss ich da sogar Ressourcen. Aber ja, ja, ja. Anno 117, Pax Romana. Ist. Ich ha Demo gespielt, kam einisch kurz, ein paar Stunden mehr nicht. Ähm, Es ist wirklich ein richtig gutes Anno geworden. Ich bin in den letzten Versionen von der Annos 1800 oder 2070 und weiss ich was, die haben mich wirklich nicht mehr so, das ist zu schnell zu viel gewesen, immer. Mhm. Und das jetzt, ich habe eine Kampagne angefangen, bin ich leider noch nicht so wirklich viel weit. Also, sie ist anscheinend auch nicht so wirklich lang. Und ich habe einen Sandbox-Speicherstand angefangen und es ist richtig geil. Ich hocke manchmal am Abend einfach, hocke ins Discord, starte ich mal ein bisschen an und spiele dann einfach so ein bisschen 1 Stunde, 2. Das ist geil, Mann. Ich Und das liebe so ist Spiele. ja, also, ich habe Anno 1404 habe ich geliebt. Das ist mein absoluter Favorite Anno all time gsi. Ich habe dort Stunden drin gebraten, auch mit dem Venedig DLC. Das war einfach richtig geil gsi. Ja, Und das jetzt bringt mich wirklich wieder so ein bisschen back zu dem. Es ist wirklich ein Anno, wenn ich es geliebt habe bisher. Und es macht richtig Spaß. Also, also man merkt es fast nicht. Das, vor allem, ich glaube es hat einen Hook gegeben bei vielen Leuten und was ich höre, ist eigentlich von der Kampagne ist eigentlich nur gut tatsächlich. Bis nicht jetzt. nur.
Viele sagen, enorm. ja, Kampagnen seien so ein bisschen lau, seien ein bisschen so uninteressante Geschichte und alles, aber Okay. ja, Ja, aber habe ich jetzt nicht das Gefühl, aber das ist halt Geschmackssache. aber ich, interpretiere eigentlich das immer so. Darum bin ich, in diesen Spielen wahrscheinlich auch so schlecht. Weil in den vielen Spielen hast du Kampagnen, die dich eigentlich so gut parat macht, dass du zum Beispiel in einer Sandbox, ohne dass irgendwelche zusätzliche Hilfe brauchst, einfach dort kannst spielen. Mhm. Also weisst, die Kampagne bereitet dich auf das vor, damit du dann auch frei bist, sozusagen. Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei Anno auch so ist, aber ich könnte mir es noch vorstellen. Es hilft dir sicher, ja. Am Anfang von der Kampagne wird dir halt schon gesagt, ja, man sollte noch das machen und man sollte vielleicht das noch haben. Es Mhm. es führt dich sicher ein bisschen, aber auch die Sandbox hat so, ich nenne es jetzt mal, ja, so 'n Tutorial, wo dann halt Ja. sagt: „Ja, okay, jetzt, äh, damit du jetzt Holzbretter hast, musst du, einerseits 'n Förster bauen, aber auch ein Sägewerk.“ Und dann merkst du: „Ah, okay, ich muss wie so 'ne Produktionslinie.“ Mhm. Und dann siehst du dann irgendwie beim nächsten, wo du machen musst: „Ah, okay, ich muss sogar 2 Vorproduktionen haben, damit ich zum Endresultat komme.“ Ja. Und so. Aber Also, es ist du ja. du hast ja eigentlich normalerweise auch in der Menüliste hast ja du ja Produktionslinien, dass du siehst oder im 1800 ist es auch so gewesen, dass, hey, Ja, damit, Seife bekommst, musst du das und das und das bauen. genau. Ja, ja, das ist jetzt auch hier wieder wirklich gut dargestellt. Du siehst auch wirklich, Mhm. aber ja, wenn du Seife hast und dann siehst vorne dran hast, 'n Saustall und 'n Siederei oder wie das heißt oder irgendwie Genau, so. ja. Und dann siehst du auch, okay, ich muss die bauen. Und wenn du dann auch verstanden hast, auf was du musst schauen, dass du weisst, wie viel von was du brauchst, dann kannst du natürlich dann auch richtig geil und recht effizient davon bauen Ah irgendwann. ja, auf jeden Und dann schlägt bei mir dann alle wieder so mein fucking Brain ein und fängt irgendwelche Excel auftun und Feldchen farbig machen, damit ich kann herausprobieren kann, wie komme ich aufs effizienteste Format, damit ich die Felder kann schön bauen kann, so dass alles nebeneinander passt. Das ist Weißt du, das Krasse ist, du machst das selber. Bei mir, mein Instagram-Feed haut mir immer die Videos in: «Hey, so baust du am besten die Hure ja, so baust du am besten eine Apfelplantage.» Ich genau. baue dir das hin und das Schlimme ist, ich kann nicht wegschauen, weil ich finde es so geil, weil mein Ja. innere Monk sagt: «Geil.» Ja, genau, genau. Einerseits das, der innere Monk so: „Ah, danke.“ Ah, ja, Und du merci. selber denkst so beim Spielen: „Hey, das macht ja voll Sinn, das ist ja hure gut, das Mhm. funktioniert.“ Nachher dann willst du das bauen und dann bist du irgendwie so ein Feldchen zu nahe am Wasser. Oh Dann kannst Gott. du es nicht bauen. Aber das ist das Geile jetzt. Du kannst es verschieben. Du kannst einfach, und Gut. du kannst sogar 'n ganzen Bereich mit Samtstrasse und alles kannst einfach sagen: „Das passt mir hier Oh. nicht. Move it please.“ Es hat manchmal ein bisschen seine Problemli, was dir dann wieder ein bisschen Sachen kaputt macht, aber wenn du mal ein bisschen dahinter kommst, wie, wo, was, es ist so, ich sage dir. Ich Oder würde einfach du kannst auch, wenn du ein Gebiet gebaut hast, wo du sagst: „Geil, so funktioniert's. Ich brauche jetzt 5 davon.“ Dann drückst du C, markierst vom Ecke bis zu diesem Ecke und dann baust du alles komplett. Du baust die Produktion mit den Feldern, mit der Straße, mit dem Lagerhaus. Einfach alles, was in dieser Markierung drin war, baust du direkt so. Kannst du einfach wieder ansetzen. Es ist so gut. Es ist so gut. Monkgasm. 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 Es ist, aber wenn du so wie ich spielst, dann fängst du einfach mal an, fängst dir Jup. selber Sachen an ausdenken, denkst: „Okay, ja, nein, das sollte vielleicht da hin und dann hier.“ Und dann plötzlich so kommt der Kopf: „Hey, du hast noch keine Dekorationen gemacht. Okay, wir bauen jetzt eine Stunde schnell die Stadt um. Okay, da Mhm. machen wir 'n Stadtzentrum, da machen wir so 'n schönen Platz, hier auch, da auch.“ Dann geht's 2 Tage, wirst über Social Media und YouTube vollgespammt mit Ja. diesen Videos von wegen: „Hey, bau doch so, das macht viel mehr Sinn.“ Das nächste Mal, wenn du das Game startest, denkst du: „Oh damn, eigentlich Und solltest du jetzt da wieder alles aufreißen und umbauen.“
Und das Geilste ist, genau in den Zeiten, wo du das einmal machst, siehst du einmal so oben noch deine finanziellen Alles Ressourcen, wie rot. sie einfach Einfach so weg. rot Einfach und so. wellenartig. So. Ja, du hast im Fall im Moment gerade alle Einwohner verloren. So, ja, ich weiß, Ja, aber ich muss ja alles abreißen und neu bauen. ihr habt keine Arbeiter mehr, my Ja, lord. genau. Oh Mann. Aber das Schlimmste finde ich, mein innere Hirn. Du hast, also im 1800 hast du zuerst einen Hafen, dann fährst du Mhm. vom Hafen her fährst du an aufbauen. Und ich habe immer die eine Seite, dort sind meine Dörfler und links sind nachher dann alles die Produktionslinien. Ja. Warum? Weil mein Hirn sagt, hey, es wäre doch auch scheiße, ich will doch nicht neben einer Baustelle wohnen. Ja, ja, macht absolut Wieso? Sinn. Ja, aber also jetzt, ich weiß nicht, wie es im 1800 war. Das habe ich effektiv zu wenig gespielt. Aber im 117 ist es so, gewisse Produktionen machen Sinn, dass du in der Nähe von der Hütte baust. Weil Ja, die geben dir einen Boost, zum Beispiel im Einkommen. genau. Bank. Gewisse, gewisse ähm, Produktion, also zum Beispiel ein Kleidermacher oder ein Hutmacher, ähm, wird empfohlen, ja, bau ruhig einen mitten im Kuchen innen von der Hütte, weil der steigert das Einkommen. Ja, Andere Hütli aber sagen, geben halt einen Debuff, sage ich jetzt mal, wo halt okay. Zufriedenheit wieder runterbringt. Das heisst, die baust vielleicht gescheiter eher nicht dort. Ich weiß gar nicht, ob sie das im 1800 drinnen hatten oder nicht. Ja. Was, zum- Yes, also, was zum Beispiel auch ganz geil ist, aber da bin ich jetzt erst gerade so kurz so weit, kurz davor. Ähm, Ich glaube, für Seife herstellen musst du Lavendel machen. Musst Lavendelfelder haben. okay. Und was inoffiziell so ein bisschen, also es wird ja nie gesagt, aber es ist ja so, was dir einen Boost gibt bei denen ist, wenn du zum Beispiel, sobald du kannst, deine Bienenvölker, respektive die Imker, umgibst mit Lavendelfeldern. Wenn du die jetzt mit Alter, reinbaust, weil das ist das schon hure boostet nachher die geil. Produktion anscheinend von der Lavendelfelder. Das Weil die ist Bienen geil. bestäuben die Lavendel und so. Also, das ist hure gut. Das ist ich feiere das mega, so Sachen, so Kombinationen. So Zeugs ist mega geil. Aber ich find's irgendwie aber auch cool, dass sie es nicht offiziell machen, aber irgendwie so, wenn du daran denkst, ist es eigentlich logisch. Ja, aber es macht Das Sinn, ist genau. so gut, das Voll, ist so gut. voll, Great, this is great. genau. Ich hoffe, ich komme leider im Moment nicht so viel dazu, das zu spielen, weil so allerlei andere Sachen Ah ja, hör mitspielen auf. und zu tun habe. Aber ich hoffe, dass ich über Weihnachten, so ein bisschen, über die Weihnachtsferien ein bisschen mehr kann reinhüpfen. Ich würde mich eigentlich mega freuen. Hast du Weihnachtsferien? Ich habe Weihnachtsferien, ja. Das ist schön. 2 Wochen. Ich nicht. Dann gehst du halt noch schnell ein. Nein, kann ich leider nicht, weil ich ja letztes Jahr hatte. Und der Chef und ich tun uns immer abwechseln. Ah, okay, ja, ja, ja. Also respektive, ich hätte eigentlich dem Chef jetzt gegeben, aber er sagt so, ja, bringt ihm, also gut, das Jahr ist so eigentlich geil von der Ferien, also von der Weihnachtsferien her, weil du bist irgendwie Montag, Dienstag, vielleicht Mittwoch bist du am Arbeiten und nachher dann ist Wochenende. Ja, stimmt, ist ja nachher Viertig und so, ja, genau. Genau. Hast recht, ja, voll. Also von dem her vollkommen easy. Und Ja. das sind eigentlich schaffe ich gerne über Weihnachten und Neujahr, weil dann komme ich an Sachen, wo ich Musst sonst du keine nicht Zeit habe. kommst. Ja, Genau. Auch wenn es fühle ich. nur so 2, 3 Tage sind, kannst du einfach schnell Ja, easy. fühle ich voll. Das finde ich cool. Genau. Ja, das ist Anno. Also, wer die alte Anno geliebt hat, hey, absolute Empfehlung. Anno 117, da könnt ihr wirklich. Und ich finde es mega witzig, es bringt auch Leute dazu, Anno zu spielen, die noch nie Anno gespielt haben. Ähm, Ja. ein Barracks zum Beispiel, der ist voll gehuckt. Der hat gesagt, es ist sein erstes Anno und er findet es hure gut. Aber eben, ich finde es auch cool, Arno hat halt genau den Flair, den ich brauche. Oder wo ich am liebsten hätte. Ich habe das Spiel eben noch nicht gekauft. Aber das ist wirklich auch so, als wie du gesagt hast, du kommst so oben heim, was machst du? Hockst ein bisschen Discord, einfach ein bisschen zum Runterfahren, willst ein bisschen Hütchen bauen, denkst so, Ja, genau. so, ein bisschen büscheln. Und nachher dann hast du es. Ja, voll. Voll. Lieber wieder mit dem Auto go campieren, ihre Wort. Das andere Game, das ich noch habe,
Das ist auch so für einen schönen Abend, aber das fährt eher nicht runter, sondern noch entweder wirst du hässig oder wirst aufgedreht. Hässig. Aha. Und zwar ein unerwartet guter Release von Battlefield 6. Ja, Das Ding hat einfach funktioniert. das Es hat stimmt. es hat seine Problemli. Sagt niemand, das Game muss 100% top also fertig wäre schon gut, aber, ohne Problem Software darf Probleme haben, wenn sie das erste Mal Ja, rauskommt. ja. Aber es hat funktioniert. Du hast am ersten Tag rein. Ja, zuerst hast du ein bisschen, Wartezeiten gehabt, das ist völlig normal, das ist überall so. Ja. Ähm, aber es ist rausgekommen, es hat funktioniert und es macht Spaß. Es macht richtig Spaß. Das stimmt. Ja, also ich habe mich auch verwünscht, dass ich so am Samstagmorgen, wenn wir keine Aufnahme gemacht haben, nein, das ist irgendwie, bist wach und nachher dann hast du noch irgendwie so 2, 3 Runden gegeben. Ja, Aber es ist okay. Es ist wirklich, es ist nice to play. Ähm, Schade ist halt, wenn du auf einer Map bist, die irgendwie gerade 40 Minuten geht und du solltest eigentlich in 20 Minuten los. Aber ja, ja. ja, ja. Aber finde ich eigentlich, ja, es ist selten der Fall. Ja, und sonst gehst du halt einfach raus. Ja, Aber eben genau, absolut. Ja, klar, kommst du genau, vielleicht XP nicht über und so, aber ja, ja. also, scheiß drauf. Fuck it. Also Aber kommst du nicht ein Ding über, dass irgendwie nachher dann in den 20 Minuten nicht kannst spielen oder so. Irgend so. eben, genau, genau, Von dem her völlig okay. Also. ja. Das Einzige, wo ich muss sagen, ich mag die kleinen Maps nicht. Für mich ist Battlefield bedeutet für mich grosse, riesige Maps, weite Laufwege, wenn es muss sein, Fahrzeuge, Luftfahrzeuge, Explosionen, Chaos, Zerstörung. Einfach, das ist Battlefield für mich. Die kleinen Maps, die sind mir einfach zu viel COD. Ja. Und ich spiele tatsächlich. Ich habe zwar gestern habe ich zum Abend mal so einen neuen Modus ausprobiert. Sabotage, das ist tatsächlich auch noch recht nice. Aber es ist auch, das sind 16 Spieler auf einer kleinen Map, wo es darum geht, dass du. Die einen sind Verteidiger, die anderen sind im Angriff, die zum Sachen kaputt machen. Und wenn es die anderen geschafft haben, haben die anderen nachher die Möglichkeit. Mhm, mhm. Und wer es entweder schneller schafft oder überhaupt schafft, alles kaputt zu machen, hat dann gewonnen. Ist nice gewesen. Ich habe es jetzt einfach mal gespielt, weil es gerade so Wochen- oder Monatsherausforderung ist. Irgendetwas dachte ich, ja, probier es mal aus. Aber sonst für mich Battlefield ist einfach wirklich grosse Maps, Fahrzeuge, Flugzeuge, schöne Berge, wo man aufsteigern kann, um ein bisschen hinzulegen. Perfekt. Ich darf sagen, für mich ist genau das Gleiche, wie du sagst, aber sie haben es nicht hingebracht, mir das gleiche Feeling gegeben wie im Battlefield 1, das was im Ersten Weltkrieg stattfindet. Dort finde ich die Atmosphäre von der Umgebung viel geiler. Ah, ja, absolut. Da, Ja, das ist ungeschlagen. Eben Battlefield 6 ist wirklich, es ist nice, es ist cool. Aber das Feeling, wenn du dort in diesen Gräben drin liegst und irgendwie oberhalb von dir kommt der hure scheiß Zeppelin runter. That's das chaos. stimmt. Ja, das stimmt. Also es ist schon, es ist halt wieder modern. Ja, das stimmt, Es ja. ist halt wieder ein modern, mehr so à la Battlefield 4 oder Mhm. 3. Für mich passt das völlig, aber Ja. ja, ich weiß absolut, was du meinst. Aber auch Battlefield 6 hat seine damn Cinematic Momente, wenn du Ey, irgendwie oh. mit dem RPG auf einem Panzer umschießen bist, drehst dich um, willst davon säckeln, kommt vor dir oben runter, kommt der Jet, schießt die Boden rein, weil er gerade abgeschossen wurde, du drehst dich um, kommt wieder irgendeine Kanone, kommt das Fliegen von einem Panzer oder weiss ich was. Manchmal ist es einfach absolutes Chaos und so nach 30, das geht 10, 20, 30 Sekunden, hockst du, entweder bist du tot oder hockst nachher irgendwo in einer Ecke rein, versteckt und denkst, was zum Teufel ist gerade passiert? Oh, was ist jetzt so? Hallo, warum? Oh, das ist einfach geil. Oder eben, hast du irgendwie so den Moment, so, der Panzer hat aufgehört zu schießen, ist er noch da? Hebst den Gring auf, flupp, bist weg. Ja, ja, wirklich. Dann schaust du so, oh shit, nein, er steht noch dort. Ja, genau. Tschüss.
Das, Hey, das letzte Mal hatte ich so einen guten Moment gehabt. Das habe ich auch einfach so am Abend wieder mal kurz eine Runde gespielt. Da bin ich von einem zerstörten Panzerturm erschlagen worden. Absolut wild gsi. Ich bin so gesäckelt. Habe ich gesehen, vor mir irgendwie sind die Panzer am Fighten. Ich dachte, oh geil, ich gehe jetzt auch, habe das RPG schon vorgeholt. Fliegt der andere Panzer in die Luft. Weißt du, siehst du schon schön, wie es rausfunkt und dann jagt es den Turm weg. Und dann sehe ich den Turm fliegen, denke, oh krass, der fliegt noch weit. Scheiße, der kommt genau auf mich. Dann habe ich probiert auszuweichen, aber habe nicht wirklich genau gesehen, wohin er jetzt, also dass er in meine Richtung kommt. Bam! Und dann ist er auf mich zugeschlittert. Der ist auf den Boden, ist auf mich zugeschlittert und hat mich einfach weggeräumt. Und ich so, aber das Zeug ist geil. damn, dann ist wieder so ein Moment, was ist jetzt genau passiert? So, hä? Das ist so gut. Oh Mann. Ja, So ich, muss gut. auch, ich glaube, ich muss auch wieder machen. Das mache ich heute Abend oder so, wieder mal so eine Runde reinfetzen. Weißt du was? Können wir nachher doch der Aufnahme schnell eine Runde machen? Das wäre doch geil. Da zum Runterfahren, scheiß drauf, einfach. Zum Runterfahren, genau. Genau. Hast du gemacht, die Ah, Aufnahmen, dann sind wir gut gamen. ja, genau. Oh Mann. Jetzt musst du mir halt sagen, zuerst willst du die Serie machen oder die Filme? Ich muss noch etwas anderes reinbringen. Wir sind vorhin völlig abgeschweift. Es ist jetzt ein bisschen Chaos zwar nachher, aber das ist heute eh schon irgendwie der Motto des Tages. Wir haben ja eigentlich vorhin Feedbacks vorgelesen Stimmt, vom ja. Fahrer und dann sind wir irgendwie über alte Games und lang gezockt und dann sind wir in Games reingerutscht. Wenn wir gleich noch schnell Entschuldigung. Feedbacks vormachen, oder? Ja, komm, gib ihm, Also, gib ihm. ich habe es rausgesucht gestern noch. Und zwar, der Simple hat noch eine Filmempfehlung. Ich glaube, für dich war die vor allem gewesen, «The Fog» von 1980. Mehr hat er nicht dazu geschrieben. The Fog. The Fog. Also «Der Nebel». Also ich kenne den Mist von Ja, der ist aber neu, der Mist. Und nein, wir reden da nicht von Kuhmist, sondern der Mist, ja, der Nebel. mit der Jamie Lee, oh, von John Carpenter. Mhm. Uh. The fuck is that? Ich sehe noch gerade Bildchen und ich muss sagen, ja. Also wisst ihr ganz genau schon, was im Brunch diskutiert wird nächsten Monat? The hell? Das ist so von ihm gekommen. Und er hat auch die aktuelle Hausaufgabe erledigt. Also Simple hat da 1 plus mit Sternchen, wenn man so schön sagt. Und zwar Halt einfach simpel, der Simple, oder? der Simple. Sie Antwort, also seine Hausaufgabe von wegen beste Games oder so, ist auch noch gewesen, Red Dead Redemption 2. Ah. Die Story vom Arthur hat ihn als alter Mann sehr mitgenommen, selbst als er krank geworden ist und so. Ja, es hat ihn recht gepackt. Ja. Ja. Also, Und da spricht er auch viel Dank an dich aus. Danke an Ülelen, hat er geschrieben. Ülelen. Also, ich kann nur sagen, eben, ich bin auch jetzt zur Zeit, als ich durch bin, habe ich auch wieder viel Red Dead Redemption gespielt. Es ist halt nicht immer nur Action, es ist halt einfach auch, es ist halt einfach ein Meisterwerk, Punkt. Ich glaube, mehr muss ich Mhm. nicht sagen. Ich wiederhole mich. Ja, absolut. Also, dass ich mich wiederhole oder dass es ein Meisterwerk ist. Ja, Beides. absolut. Okay. Ah, genau. Und dann haben wir noch einen kleinen ZS bekommen vom Rennen. Respektive, ja, ZS vielleicht nicht, aber so zur Erklärung, wie wir den ZS ausgesprochen haben, so von wegen, braucht es so viele Kommentare? Mehrere Kommentare, weil in euren Ohrenschmaus nicht in einem Stück hören und mir das Zeug schon vergessen geht.
Ey, Kann ich René, nachvollziehen. du kannst das Gleiche machen, wie ich mache, in der Zwischenzeit. Ich habe ein Notizbuch. Ein sogenanntes, es ist auch sogar draufgeschrieben, ein Kribbelbuch. Und dort habe ich mir auch einen Film wirklich, was ich dort für Notizen gemacht habe. Ich glaube, da tue ich nachher dann noch vorstellen. Es gibt einen Punkt, wo drauf steht, um Himmels Willen. Mehr sage ich nicht. Okay. Aber er ist im Kontext zum ja, Im Film, oder was? ja. Okay. Dann hat uns der Kliabo noch geschrieben. Er hat sich ein bisschen über sich selber aufgeregt, dass er den Stargate-Stand am Hero-Fest nicht gesehen hat. Mhm. Ich muss sagen, es ist nicht nur ein Stargate, die machen ein bisschen alles. Die haben Stargate, Star Trek, Star Wars. Ich bin natürlich einfach all in gewesen, was Stargate angeht. Ich habe den Rest ignoriert, erfolgreich. Nein. Aber er ist einfach, ich muss aber dazugeben, er ist einfach ein Versteck gewesen. Ich habe am zweiten Tag mega Mühe gehabt, den überhaupt noch mal zu finden. Ja, Das war recht im Ecken hinten gewesen. vielleicht populiert so jetzt noch wieder, oder? Seitdem es bekannt ist, dass sie wieder loslegen, oder? Hör mir auf. Ich habe das tatsächlich auch aufgeschrieben als Ausblick. Oh, Entschuldigung, jetzt Alles gut. Foreshadowing. Ja, alles gut. Foreshadowing. Und er hat sich gefragt, und ich habe das gar nicht gewusst, er hat sich gewundert, dass der Long Walk einen Film gibt. Yep. Weil das ist eines der einzigen Bücher, die er je gelesen hat und das hat ihn recht gepackt. Ja, Anscheinend. ja also, tatsächlich, ja, die Meinungen teilen sich halt immer wieder, bei so Bücherverfilmungen. Da sagen, es ist völlig neben der Schule. Da sagen, okay, ja, es ist schwierig, das ganze Buch in einen Film reinzubringen, wo nicht irgendwie 10 Stunden geht. Genau. Ja, Und eben auch sonst Zeug, also Standard. genau. Dann hat uns der Parzival, ja, Senpai noticed you schon wieder. Ja, er hat es so irgendwie schon 3-mal geschrieben, glaube ich, oder so. Senpai. Und zwar der Satz von Blackjack, wo ich anscheinend das letzte Mal gesagt habe, das Game hat mir so viel Spaß gegeben, das kann man nicht mit Geld aufwiegen, ist sicher der grösste Real Talk in diesem Podcast gewesen. Das fühle ich so hart. Aber tatsächlich ja. Ja, voll. Also, das ist schon ein super Satz. Also, wenn du das kannst sagen, dann ist das Spiel halt einfach für dich perfekt. Ja, absolut. Sind wir wieder bei Spielen, wo du immer wieder führen nimmst. Eben Fußballmanager oder Republik Kommandos. Genau. Und sein Game Nummer 1 Sieg für immer WoW Classic. Wir kennen die Gründe. Der Parzi spielt ja im Moment gerade WoW Hardcore Classic. Leider jetzt wenig gut, weil er lebt immer noch. So aus meiner Sicht. Er ist leider nicht so. Wie soll ich sagen? Wären wir in der Schule, würde man sagen, er geht immer auf die Kleinen. Aha, er ist okay. Okay. Gehört Parzi. Einfach mal ein bisschen mehr Risiko eingehen. Einfach mal an der Elite dort hinten im Ecken, wo halt das Level über dir ist, antagen. Du schaffst das. Wir glauben an dich. Ja. Das Mit dem, ist was hat er, der Frostmage? Da kommt Ja, nicht genau. bis zu dir hin. ein kleiner Running Gag. Ich Ja, schreibe René ihm immer Gag. wieder. Ich habe ihm zum Beispiel den Vorschlag gemacht, wenn er vor Level 25 stirbt, verschenke ihm 5 Subs auf seinem Kanal. Und sonst muss er. Er hat es nicht geschafft und er hat es gleich noch nicht gemacht. Gut, Fahrzeuge. So Ja, gut. auch wieder mal ein bisschen reinschauen, wenn er WoW Classic spielt. Ja, Das ist immer noch gemütlich zum Zuschauen. er streamt alle so zu den unmöglichsten Zeiten, wo alle anderen arbeiten müssen. Und dann ist das manchmal so eine willkommene Abwechslung, mal so schnell wieder bei ihm irgendeine, so da reinzuschreiben, du lebst ja immer noch. Enttäuschend.
Enttäuschend. Ja, ja. Ja, sonst, glaube ich, haben wir kein Feedback tatsächlich mehr bekommen. Wir gerade so, und wenn schon, dann tut Tut's es mir mir leid. mega leid. Mir auch. Habe ich es wahrscheinlich einfach mal wieder völlig übersehen oder so, weil ich muss das irgendwie mal ein bisschen anders handhaben mit den Feedbacks. Aber Definitiv, ja. Ich auch. danke Wir, trotzdem. wir brauchen irgendeinen Kübel oder so, wo wir das einfach global reinfetzen oder so. Ja, also am besten ist tatsächlich einfach Ding. Äh, da, ja. Äh, genau. Spotify. Okay, okay. Spotify Comments. Oder YouTube, wenn ihr es dort hört. Genau. Das ist fast am besten. Aber ihr könnt es auch weiterhin an uns schicken. Das ist Ey, ja. absolut auch kein Problem. Einfach nicht böse, wenn wir es vergessen. Ja, vor allem, es ist halt manchmal schwierig, wenn du mit diesen Leuten auch sonst noch im Discord irgendwie hin und her Ja, schreibst. Dann geht das plötzlich einfach unter. wir haben gerade so nebenbei im Discord so mit dem Mainten Auge am schauen, wer könnte noch etwas geschrieben haben. Aber ich Ja, habe ich jetzt vorhin aber nicht gemacht. Genau. glaube, jetzt all fine. Ja. So, hey, wenn wir mal eigentlich ins eigentliche Thema, in die zwei Themen noch reingehen, die uns zu dem Podcast ja eigentlich Ey, geführt haben. So nach ja. knapp 1,5 Stunden. Filme und Serien. Ja, würde ich sagen. Ja, Ich, mu- also. ich muss sagen, kurz vorab, ich habe meine Auswahl recht zusammengeschnitten. Sonst wären wir morgen noch da. Ja, ich habe noch gedacht, also, als er mir gestern geschrieben hat. Ist vielleicht ein Ähm, bisschen ausgeartet. ja, was steht drin? 15 Serien und 8 Filme. Es waren 2 Monate. Tut mir Ja, leid. aber Alter, wie suchtest du das? Ich habe mir gedacht, komm, jetzt gibst du mir mal eine Serie. Gut, wahrscheinlich habe ich auch einfach wieder die grösste genommen, ich doppel. Und ich habe mal die Hälfte habe ich gesehen. Also, was heisst eine Serie? Eine Staffel von einer Serie? Ähm, Oder eine Serie mit mehreren Staffeln? eine Serie mit mehreren Staffeln. Okay. Also, ich bin ehrlich, ich mag Serien, die nicht allzu viele Staffeln haben. Wenn es okay ist. Ist mir eigentlich tatsächlich relativ egal, wenn sie mich packt, dann kann die Serie nur so viele Staffeln haben tatsächlich. Ja. Also, mir hat sie auch gepackt, aber ich habe nachher nach der vierten müssen sagen, hey, ich brauche schnell eine Pause davon. Ja, das fühle ich, ja, ja. Habe ich auch schon gehabt. Wo du einfach sagst, okay, jetzt muss ich einfach mal etwas anderes schauen. Ja. Ja. Dann fang du mal an mit deinen Highlights, die du rausgepickt hast für dich. Also, bei der Serie, ich sage im Moment, ich sage als allererstes die Serie, die ich nicht gross bewerte, sonst, Mhm. wo ich aber auch geschaut habe. Was ich zum Beispiel geschaut habe, ist Upload, Finale Season 4. Ist eine witzige Serie, darf man ruhig schauen. Gott, kurz ein Brain Lag gehabt, du. Dann habe ich The Paper Season 1 geschaut. Das ist so ein bisschen ein The Office, nicht Spin-off, aber Abklatsch. Aber Yep. witzigerweise kommt dort auch ein Charakter vor von The Office und es hat so ein bisschen seine Verbandlungen. Also, wer The Office geliebt hat, schaut es euch mal an, vielleicht gefällt es euch auch. Ich habe sie tatsächlich nicht schlecht gefunden. Dann habe ich Peacemaker Season 2 geschaut. Witzig. Ein bisschen ernster als Season 1. Und ich bin gespannt, wie sie so ein bisschen die Verknüpfung vom neuen Superman-Film, ob sie dort ein bisschen mehr draus machen und so. Weil, wer den neuen Superman-Film gesehen hat, dann kommt der Peacemaker auch mal kurz vor, in einem TV-Interview. Und ja. Dann habe ich Invasion Season 3 geschaut. Ist ein bisschen eine schwache Staffel gewesen, finde ich, aber die Story wird weiterverzählt. Meiner Meinung nach hat es nicht gebraucht, aber es erzählt die Story halt weiter. Man erfährt ein bisschen vielleicht, was passiert ist und so noch. Kann man schauen. Ich habe eine Serie geschaut, die ist schon relativ alt. Dark Matter. Oh, aber die habe ich glaube auch Nicht, mal angefangen zu schauen. ja, aber nicht zu verwechseln mit der anderen Dark Matter. Es gibt 2 Dark Matter-Serien. Es gibt eine, die relativ neu ist. Die habe ich auch schon geschaut.
Die haben wir auch schon mal im Podcast behandelt, Ja, das tatsächlich. stimmt mit dem Joel Edgerton und mit der Ja, Jennifer Connelly. Hä? genau. Und die andere, die ist ein bisschen eine ältere Serie, ist, soweit ich es gerade im Kopf habe, von den Macher von Stargate. Ähm, oder also die haben irgendwie da, glaub, mitgearbeitet dran. Und geht so ein bisschen um, um ein Raumschiff und Leute, die nicht mehr wissen, warum sie überhaupt auf dem Raumschiff sind und so. Und die finden Ah, dann okay. immer mehr raus und so weiter und so fort. Gut, ich finde es lustig, ich bin jetzt einfach mal schnell schauen, weil das ist ja die wahrscheinlich von 2015 bis 2017, 3 Staffeln, wo die Hauptfiguren heißen 1, 2, 3, 4. Ja, genau. Genau. Ich Ja, würde echt gehen, what? Okay. Also ja, es gibt noch 5 und 6. Okay. genau. Ja, voll, das ist genau die. Ähm, Dann die habe ich jetzt tatsächlich gerade erst gestern fertig geschaut, habe ich Orphan Black Echoes geschaut. Season 1. Orphan Black war eine Netflix-Serie, ist um Klonexperiment gegangen. Orphan Black Echoes ist ein Spin-off davon, wo in unserer Zukunft spielt und nach der vorherigen Serie, wirklich einige Jahre nachher, ähm, geht nicht mehr direkt über Klonexperiment, Mhm. aber stellt sich auch so ein bisschen mit Zukunftsgedanken und ethischen Fragen, was so Experimente angeht. Ich will jetzt da nicht zu viel spoilern, weil es ist recht neu anscheinend. Okay. Ähm, aber wer Orphan Black, by the way, auch Empfehlung, wer die gesehen hat, schaut euch auch Echoes an. Es hat auch so gewisse kleine Referenzanlagen drin zu der vorherigen Serie. Ähm, ja, darf man ruhig schauen. Genau. Das sind jetzt die kurz im Schnelldurchlauf gewesen. Ja, mit welcher soll ich so wirklich. Okay, ich mach gerade den grössten überhaupt. Darf ich schnell zwischenfragen, wie viel hast du jetzt noch? Vielleicht sind es 7. Okay, gut. Dann machst du immer 2 und ich mache eine. Dann können wir immer ein Okay. bisschen Abwechslung Ich drüber. probiere es so Gut. kurz zu halten wie möglich. Einfach Ich, ich, weiss nehme, du. ich nehme das grösste Ding, das grösste Thema gerade als allererstes. The Witcher Season 4. Darfst eh nicht zu viel. Aber ich habe mir dem definitiv gesagt, ich werde die auch schauen. Okay. Weil ich habe einfach nur eine Figur gesehen, die da drinnen vorkommt, ein Schauspieler, und ich musste sagen, okay, gut, wenn der mitspielt, dann muss immerhin seine Rolle geil sein. Willst du mir schnell den Namen sagen? Bonhart. Okay, ja. Sorry, für die es nicht checken, der Schauspieler ist der Charlton Copley und ich weiß nicht, ich mag den Dude einfach. Alles, was der anlangt, ist irgendwie Gold. Also der Charakter ist absolut genial gespielt. Man kann ihn mögen oder nicht, aber er ist wirklich super gespielt. Ja, eben, es ist... Ja. Also, ist vielleicht unpopular opinion. Ich finde es scheiße, wenn man aufgrund von einem Schauspielerwechsel jetzt die Serie oder weiss ich was, die Staffel nicht schaut und sagt, nein, das ist doch ein Kindergartengetue. Ja, ich hätte auch lieber den Henry Cavill weiter als Witcher gesehen. Wer Ja, nicht? die Erklärung, warum der Geralt jetzt anders aussieht und so, kann man darüber reden, kann man darüber streiten, ob das jetzt gut gemacht ist oder nicht, oder wie auch immer. Ich habe dem Hemsworth eine Chance geben, habe gedacht, hey, ich schaue die Staffel, sie ist gut, ich mag Geschichte. Es ist einfach gut erzählt. Ich habe jetzt die Witcher Games, muss ich sagen, habe ich halt wirklich nicht gespielt. Ich habe es immer wieder gesehen, in den Streams und so. Mhm. Aber ich mag die Geschichte, wie sie erzählt wird, etc. Der Hemsworth macht an und für sich einen guten Job. Er ist kein Henry Cavill, ja, Ja. aber wenn man über das kann hinwegsehen kann, er macht einen guten Job. Er wirkt teilweise ein bisschen zu verkrampft. Ich kann extra nicht sagen, er versucht wieder Cavill zu sein, weil das glaube ich nicht. Er versucht halt den Geralt zu spielen. Yep. Aber es wirkt teilweise wie so ein bisschen zu verkrampft und zu aufgesetzt. Und meiner Meinung nach hat er ein viel zu freundliches Gesicht. Für einen Das ist, Geralt. glaube ich, das, was alle sagen. Er kann nichts dafür. Nein, Er ist voll halt einfach nicht. zu hübsch. Ja, hübsch ist jetzt auch wieder Ansichtssache. Aber Ja. wenn
wenn der Cavill dort gehockt ist und der Geralt hat müssen darstellen mit scheiß Laune, dann hast du ihm angesehen, der hat scheiß Laune. Wenn der Hemsworth dort hockt und muss den Geralt spielen mit scheiß Laune, denkst du, der denkt jetzt irgendwie über Blümchen und Bienchen nach oder irgendetwas, wenn du so anschaust. Okay, schade. Ja, Das finde ich manchmal ein bisschen schade. Er hat einfach ein viel zu freundliches Gesicht für den Geralt. aber eben, da kann ja er in dem Sinne ja nichts dafür. Nein, absolut nicht, absolut nicht. Aber darum, ich habe ihm eine Chance gegeben und ich finde, er hat es gut gemacht. Ja, das Einzige, wo ich wirklich ein bisschen, Mühe, es ist ein Negativpunkt, aber es ist ein Tüpfchen geschissen, aber wo mich ein bisschen gestört hat teilweise ist, das hat aber die vorherige Staffel schon gesagt, dass dass du eigentlich wie so 3 Geschichtsstränge hast. Du hast den Geschichtsstrang von der Siri, du hast den von Geralt und dann hast du den von der Jennifer. Ja, gut. Und das hat mir manchmal das Gefühl gehabt, also, weißt, ist an und für sich okay, aber es ist viel zu viel Hin- und Hergewechsel. Anstatt dass man sich für eine Episode mal einfach nur auf die Siri konzentriert. Nächste Episode nur auf den Geralt. Ist, jetzt zeigen wir da 20 Minuten von der Siri, 20 Minuten von Geralt und 20 Minuten von der Jennifer. Wo man sagen, ja, warum? Tatsächlich habe ich mal eine hure lange Abhandlung über über das Thema. Wie machst du das am gescheitsten? Weil ähm, genau um das ist es gegangen bei The Walking Dead um Staffel 5. Mhm. Weil bei der Staffel 5 haben sie das erste Mal etwas Neues probiert. Weil das ist, die Gruppe ist auseinander. Also Mhm. hast du eigentlich mehrere Stränge gehabt. Und dann haben sich die Schreiber eben auch überlegt, Scheiße, was machen wir? Tun wir in und zwei switchen oder sagen wir einfach, wir geben jetzt jeder Gruppe 1 bis 2 Folgen. Sie haben es dann nachher so gemacht und das hat hure viele Leute gestört, weil da halt die Leute halt nicht interessiert haben. Aber sie hätten Mhm. nachher dann gleich müssen warten, bis es dann weitergeht. Und ich mir eben muss Ja, sagen, ja. eigentlich in diesen Situationen finde ich das nicht schlecht. Weil du siehst, kannst du ruhig Zeit nehmen. Du musst dann nachher dann nicht plötzlich während einer 40-minütigen Folge sagen, Scheiße, was hat er jetzt genau gemacht? Warum ist er jetzt in der letzten Folge gestorben? Weil du hast nachher dann alles in einer Folge drin. Also eben, ich sage, je nach Situation finde ich das nicht schlecht. Mhm. Ja, da gibt er recht. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, jetzt mit 3 solchen Strängen ist es teilweise Ja, ein bisschen too much gewesen. Aber das ist auch wieder persönliches Empfinden. Andere genau, finden das vielleicht gar nicht so als problematisch. Das ist auch voll okay. genau. Ja. Ähm, Dann nehme ich ganz noch eine andere grosse Serie. Also gross, ja. Ich finde sie gross. Und zwar habe ich die letzte Staffel von Snowpiercer geschaut. Season Oh, 4. Ist auch ein finaler Abschluss gewesen. Ähm, Ist ein würdiger Abschluss für die Serie gewesen. Leider nicht mehr ganz so gut also im Vergleich zu den anderen Staffeln ist die Staffel nicht mehr ganz so genial gewesen. Ähm, Man hat halt probiert, auch irgendeinen Abschluss zu finden und zu machen. ja, Ähm, Ist auch voll okay. Es ist teilweise ein bisschen lang aufgebaut und dann ein kurzes Ende. Aber ja, nichtsdestotrotz ist eine tolle Serie mit wirklich grossartigen Schauspielern, wirklich guten Schauspielern. Ähm, Sehr empfehlenswert. Also wer den Film gesehen hat, darf sich diese Serie definitiv auch geben. Der Film ist auch absolut genial. Wirklich super. ich mag den Film, aber das ist das, was mich ein bisschen abgeschreckt hat. Weil der Film ist ja völliger Wahnsinn. Mhm. Wirklich. Also Der Film ist schlimmer als die Serie. Aber jetzt, sie probieren ja, die Sachen auch in der Serie am Anfang zu zeigen. So ein bisschen in ja, dieser Art und Weise. es, es, es ist halt einfach völliger Wahnsinn. Also, wie lange geht der Film? 2 Stunden. Ich glaube es, ich weiß gar nicht, ich habe es schon so lange nicht mehr gesehen. Und es ist einfach nur purer Hass in diesem Film. Du hast keine Ja, das Minute stimmt schon. Ruhe. Das stimmt schon ein bisschen. Ja, und vor allem dort, dass sie nachher dann irgendwie in den dritten Raum reinkommen, wo sie von der Axt mit dem Fischblut einschmieren und du so, hey, what the hell is that?
Aber eben, genau solche Filme hockst du am Abend und denkst, ja komm, jetzt gib ihm. Musst du einfach schauen. Ja, voll. Oh Mann, Snowpiercer. Geil. Ja, das sind jetzt mal die ersten 2 von mir. Okay, dann fange ich mit einer an. Ich habe tatsächlich wieder mal ein Anime geschaut. Und er hat einen Grund gehabt, also ich habe das schon mal gesehen, aber das war irgendwie 2016 gewesen. Und zwar nennt sich der Drifters. Und der ist mal auf Netflix gelaufen und ich hat das irgendwie so knapp mögen durchschauen. Und nachher dann eine Woche später ist er weg gewesen. Und seitdem bin ich nachher dann auf der Suche gewesen, auf irgendwie Crunchyroll, sonstige Plattformen und nie hast du den gesehen. Jetzt habe ich wieder die Möglichkeit mal gehabt, um den zu schauen. Und holy crap. Also es geht eigentlich darum, die Idee finde ich mega cool. Du musst dir vorstellen, das sind mehrheitlich auch so historische Persönlichkeiten. Also jetzt nicht mega berühmt, aber zum Beispiel, wer kommt vor? Also die Hauptfigur bei uns war irgendein japanischer Samurai, der im Sterben war. Und der kommt nachher dann eigentlich wie sozusagen in eine neue Welt. Also von unserer Mhm. Welt in eine Fantasy-Welt mit Elfen, Zwergen, Hobbits und weiss der Gucker was alles. Und muss nachher dann dort ähm, eigentlich die Welt retten. Weil die Welt wird eben von diesen Völkern, Hauptbevölkerung, gibt auch Menschen, aber es gibt die Drifters, das sind in unseren Augen sind das die Guten, Anführungs- und Schlusszeichen, und es gibt die Ents. Und die Ents sind auch so historische Persönlichkeiten, die aber einen mega Hass auf die Menschheit haben. Ja. Sehen Ents aus wie Bäume? Nein, es ist, Ah, werden schade. geschrieben wie End, wie Ending, wie Ah, Ending. schade. Das ist schade. Schade. Also ja, Ja. beim einen bist du nicht ganz sicher, weil den siehst du nicht. Aha. Ähm, also es ist dann eigentlich wirklich so wie, die Ents, das sind eigentlich so die Orks, Echsenmenschen, weiss der Gucker was alles, und die werden angeführt vom dunklen König, Mhm. wo man glaube bis heute noch nicht weiss, weil der Anime leider nicht weitergeht oder immer noch am Malen ist. Mm. Viel denken, das ist wirklich krass. Also du musst dir vorstellen, die Ents sind einfach Leute, die einen Hass haben auf die Menschheit. Dort ist zum Beispiel ein Sean Dark ist drin. Oder auch andere historische Persönlichkeiten, wo man jetzt gerade irgendwie Rasputin ist irgendwie auch drinnen und so, und einfach das pure Böse Okay. sind. Okay. Und die Vermutung, also viele tippen darauf, dass der dunkle König der Jesus ist. Weil es gibt, Mit einem Hass auf. Okay. ja, er ist Gut. halt gefoltert worden, weiss der Gucker was Ach alles, und kommt jetzt halt in so. die Welt und geht eigentlich dann die Menschen vertreiben. Auf der anderen Seite hast du jetzt halt eben die Drifters, die jetzt zuerst müssen, von den Elfen, also die Elfen, Zwerge und sonst die Leute müssen von der Unterdrückung von der Menschheit befreien. Ja. Du weißt aber nicht warum, also es heißt plötzlich irgendwie, ich gehe jetzt darauf ein, ich sage aber den Namen nicht, sie reden plötzlich von einem grossen Reich von der Menschheit, wo andere Menschen unterdrücken, also andere Völker unterdrücken. Und man kann sich schon mal man kann sich schon mal darunter vorstellen, welche historische Figur plötzlich in die Welt reingekommen ist. Oh Mann. Und sie sind eigentlich jetzt dort, um die Leute eigentlich, um das wieder zu vereinen, damit sie nachher dann gegen die Ents können kämpfen. Ja, ja, ja. Das ist so der einzige Punkt, wo ich muss sagen, also die Figur selber kommt nicht vor. Mhm. Du siehst einfach mal ein Bild von ihm. Aber genau, also es hat sich halt einfach dort wiederholt. Und ich finde, der Anime-Style finde ich mega geil für die Hellsing kennen. Das ist der gleiche Macher. Und ja, der ist immer so ein bisschen auf dieser Schiene, wo nachher dann die bösen Leute vertatschen. Mhm. Was ich eigentlich auch Mhm. cool finde. Aber eben, ich finde die Idee hure geil, dass man so, was ist irgendwie so ein Hannibal, irgendwas, so eine mega Strateg, wo dort hockt, wo nachher dann eigentlich diesen Völkern gehen, sagen, hey, wie könnt ihr kämpfen, damit ihr gegen die Ents gönnt. Das ist eine geile Idee. Es ist eine geile Idee und es ist halt ein bisschen abgedroschen und so, aber ich finde es super lustig zu schauen. Aber ja,
Es ist halt, wer die Serie kennt von Hellsing, der weiß, der Zeichenstil ist relativ brutal und vielleicht nicht gerade für Jüngere geeignet. Ja, Genau. Ja. okay. Ja, Bin ich jetzt wieder dran, oder was? ja, du hättest jetzt darfst du Aha, wieder, jetzt darfst du wieder da zwei habe ich wieder rauslassen. 2. Yes, es geht. Ähm, ja, wenn wir schon so Tod und Zerstörung jetzt hatten, ich habe Alien Earth geschaut, Season 1. Uh, Visuell richtig gut. Also wirklich, es sieht mega nice aus. Eigentlich, könntest du sagen, wenn du alle Folgen aneinander schaust, könntest du sagen, du schaust einen Alien-Film. Ist wirklich mega gut gemacht. mhm. Die Story ist auch gut, hat auch einen guten Cast, muss ich sagen. Völlig überzeugend. Ähm, und das Ganze fügt sich wirklich gut in die Alien-Welt ein. Muss man echt sagen. Ich weiß nicht, ob es mehrere Seasons oder also mehrere Staffeln wird geben. Aber wer so die Alien-Filme, die letzten, so gern geschaut hat, hey, kennt ich die Serie wirklich. Das ist wirklich gut. Das ist eine gute Story, wo sich in die Welt hineinfügt und erweitert. Ich sag's mal so. Okay. Wirklich sehr zu empfehlen. Ähm, wenn wir schon so ein bisschen, eben ein bisschen Tod und Zerstörung und so ein bisschen, sind, ich habe die zweite Staffel von Gen V geschaut. Uh, Ich sage, sie startet wieder mal richtig wild, geil. lädt aber im Verlauf recht nach. Muss Ah, ich echt schade. sagen. Ähm, das Einzige, was ich mir immer wieder gedacht habe bei dieser Serie, wann kommt die nächste Staffel The Boys? Ja, Einfach so, sie redet immer wieder vom Homelander, das ist das Problem und sie sind jetzt, sie haben jetzt eine Keimwaffe vielleicht oder das ist Keimwaffe, dort das. Und ich denke mir jedes Mal, ja, please, ich will wieder mehr. ja, ich Und warte noch drauf. was ich jetzt einfach gespannt bin, ist, wo sie den Zusammenfluss dann machen. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, vor allem jetzt in der zweiten Staffel, ist es eigentlich, es läuft alles darauf aus, dass die beiden Serien nachher irgendwie zusammenkommen schlussendlich. Man hat schon ja Gastauftritt von der einen und von der anderen gesehen. Bei der letzten Staffel «The Boys» sind Charaktere vorgekommen von Gen V. Andersrum auch, bei Gen V sind Charaktere vorgekommen von «The Boys». Ähm, und ja, also wann führen sie das zusammen? Wird es das vielleicht in der nächsten Staffel «The Boys» passieren? Geht es nur 2 Staffeln? Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, das läuft eigentlich alles auf das raus, schlussendlich jetzt. Aber werden wir sehen. Aber nichtsdestotrotz, wenn euch «The Boys» gefallen hat, wenn ihr Gen V gerne geschaut habt, gebt euch die Season 2, das ist, da macht ihr nichts falsch. Ja. Ich frage mich, wie, wann kommt der Omni-Man aufräumen? Stell dir vor! So der Omni-Man gegen Homelander. Gut, wobei ich wüsste auch, wer Omni-Man hat keinen Bock, hat keine Chance. der Omni-Man hat keine Chance gegen Ja, Homelander. ja, Ich bin da anderer Meinung. ja. Ah, ah. Ja, ich glaube nicht. Der Homelander. Okay, Mm. wir fragen mal, wir fragen mal unsere Zuhörer und Zuhörer oder Zuschauer, je nachdem, was wir haben. Für die The Boys geschaut haben und Invincible, was denken ihr, wer ist stärker? Der Omni-Man oder der Homelander? Also ich meine, ja, jetzt, wenn nur die zwei kämpfen, ist das eine berechtigte Frage. Ja, Aber einer würde sie so oder so wegmachen, beide zusammen. Einer würde es sowieso wegmachen. Die hätte beide zusammen keine Chance also, gegen den.
Also ich kenne ein paar. Aber den einen kennst du auch nicht. Nein, die hätte keine Chance. Warte, schauen. Also ich, Ich kann jetzt also ich, schnell verifizieren, dass ich den Namen richtig im Kopf habe. Gegen Alan the Alien komme ich beide nicht an. das stimmt. Ja. Der macht einfach beide weg. Gut, dann Gleichzeitig. können wir es noch ausweiten, aber das machen wir jetzt nicht. Gib mir nur einen One Punch Man, aber der hat gerade ganz andere Ah, ja, Gründe. ja, gut, ja. Das Der ist hat etwas, grad, was ich noch schauen will. ja, warte. Sie haben ein bisschen mehr mit der Staffel 3. Ich sollte vielleicht erst mal mit Staffel 1 Ja. anfangen. Nee, aber wenn. Aber Ja. dazu. Ist egal, das ist Geschichte. Seemannsgarn für andere. Dann können wir den Brunch vielleicht mal schnell Genau. ansprechen. Ja, gut, ich habe 2 runtergeliefert. Next. Dann komme ich zu einem ganz kurzen. Ich habe angefangen, Scrubs zu schauen. Das war auch die Serie, die ein bisschen länger geht. Ich habe die ersten 4 Staffeln geschaut, aber wirklich praktisch an einem Schnutz. Und da musste ich sagen, Alter, jetzt brauchst du einfach eine Pause. Weil ich glaube, wenn die Serie so geschaut hättest, wirklich Staffel 1, dann hättest du gewartet bis Staffel 2 und gewartet bis Staffel 3. Also mit diesen Jahr oder 2 Differenzen zwischen, wäre die viel angenehmer zum Schauen, weder wenn du an einem Schnutz schaust. Also für mich. Mhm, Weil mhm. du hast halt eigentlich immer das gleiche Kernthema, was ich ein bisschen schade finde. Das rundum, die Erfahrungen, die sie während dem Arztsein machen, finde ich mega cool. Du hast halt einfach den Wahnsinn und das wieder zurückholen auf den Boden. Hey, schau, sie sind Ärzte. Das finde ich mega cool. Es gibt auch mega spannende Themen, mega schwierige Themen, die sie dort auch behandeln. Mhm. Aber so die Kernkompetenz ist immer, hey, wie komme ich an die anderen hin? Und Ja, nachher, wenn ja. ich sie habe, will ich sie nicht mehr. Es ist immer das Hin und Her mit den Partnerschaften. Und das muss ich mir ehrlich gesagt sagen, ja, nach 4 Staffeln können sie dann mal hören. Ja, vor Genau. allem eben, wenn du alles nachher also am Stück schaust, dann Ja, ja, dann ist so, es schwierig. so Aber, Repeat. aber sonst finde ich das eigentlich mega nice zum Schauen. Auch vielleicht zwischendurch mal ein bisschen im Hintergrund. Creme. Scrubs war eigentlich auch immer die, die ich über den Mittag geschaut habe oder so. Messen. Aber du musst jetzt zugeben, du bist dich am Vorbereiten auf die neue. Tatsächlich ja. Gell? Also ich habe tatsächlich ein paar Filme auch auf meiner Watchlist, wo ich aus Grund von ein paar Sachen, die jetzt vielleicht kommen, am Schauen bin. Ja, Wie ja. zum Beispiel die Mumie. Ich hoffe, sie verkacken es nicht. Ey. Ich auch nicht, Ich, ich ich auch hoffe nicht. so drauf. Es wäre so geil, wieder mit Ja. ihm so einen Film zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Aber eben, da bin ich mal gespannt drauf. Ich habe mir jetzt einfach die alten wieder mal auf Playlist gebratscht. Weil an die zweite mag ich mich praktisch noch erinnern. Der erste der ist halt einfach Das ist Kult. einfach Legende. Ey. Ja. Ja, Und der dritte, ich weiß gar nicht, ob ich den mal komplett gesehen habe. ja, ja, Genau. ja. Ja, die, stimmt, die müsste ich eigentlich auch wieder mal schauen. Ich habe ja schon lange genau. nicht mehr gesehen, Mumie-Film. Oh. Aber eben so, ja, schon cool, wieder so ein bisschen altes Zeug wieder ein bisschen schauen. Eben, schlecht Voll, ist ja. es ja nicht. Also, Ja. genau. Dann darfst du wieder. Ja, gut. Wenn wir schon von alt laufenden Serien reden, ich habe ein Spin-off von einem Spin-off geschaut. Und zwar habe ich Georgie und Mandys First Marriage geschaut. Season 1. Fuck Und is das that? ist ein Spin-off über ältere Brüder von Sheldon Cooper, Ah, ja. wo es hat ja ein Spin-off gegeben von Big Bang Theory. Also ich nenne es ein Spin-off. Viele sagen, das ist eine eigene Serie, aber es ist halt ein Spin-off, finde ich. Mhm. Hat es ja gegeben, Young Sheldon, so über die Kindheit von Sheldon etc. Und jetzt haben sie, ich weiß gar nicht, ob die weitergemacht wird oder ob es nach einer Staffel jetzt fertig ist. Haben sie ein Spin-off gemacht über einen Brüder, über den Georgie vom Sheldon. Wer Big Bang Theory und so gesehen hat, dort ist er ja auch schon vorgekommen. Er ist ja da der Reifenkönig von weiss ich was, Dingsbums. Ähm, und
Jetzt das Spin-off zeigt so ein bisschen, ähm, ja, wenn er überhaupt dort reingekommen ist. Yep. Es ist in der Serie, auch bei Big Bang ist ja schon glaub, gesagt worden, ja, er ist mal verheiratet gewesen, geschieden und ist jetzt aber immer noch Reifenkönig und weiss ich was. Und bei Young Sheldon hast du dann auch so ein bisschen mitbekommen von dem Charakter, eben, wie ist es so wie gekommen, dass er jetzt verheiratet ist und weiss ich was. Und ich glaube, sie haben gemerkt, hey, das ist etwas, was die Leute interessiert. Das hast du auch bei Young Sheldon schon gemerkt. Sie haben dem Charakter immer ein bisschen mehr Mhm. Bildschirmzeit gegeben. Und jetzt haben sie ein Spin-off gemacht, wo halt nach Young Sheldon anhängt, wo die Geschichte von ihm und eben der Mandy so ein bisschen weiterverzählt. Aber es ist eigentlich jetzt mehr wieder zurück zu einer Sitcom, oder? Glaube. Also es ist jetzt nicht wie Young Sheldon, was eigentlich so erzählt wie bei Malcolm mittendrin, dass es halt einfach so ist. Mal schon. Es Schon? ist nicht wie Okay. Big Bang Theory. Okay. Big Bang Okay. Theory war ja wirklich ein Sitcom gewesen mit, sie haben es im Studio aufgenommen hauptsächlich und so. Und dieses ist, es ist schon wie Young Sheldon. Okay, Es ist okay. genau im gleichen Stil und so. Ja, genau. Ja, also wer Young Sheldon gern geschaut hat, darf sich das gerne auch antun. Ich finde es witzig, ist kurzweilig, ist nicht eine riesen Serie, aber ja. Aber vielleicht gibt es eine zweite Staffel, ich habe keine Ahnung. Also recht spontan tatsächlich einfach schauen. Dann habe ich auch eine sehr tolle, witzige Serie, die leider mit der 4. Staffel jetzt auch geendet hat. Ich habe Resident Alien fertig geschaut. Mhm. Das ist eine der Überraschungen von den letzten 1, 2 Jahren, was das Serien angeht, oder noch mehr Jahre, ich weiß gar nicht. Ähm, ich finde den Schauspieler einfach, ich könnte dem tagelang zuschauen, der ist so ein Witziger und er macht es so gut. Ähm, und es ist einfach eine wirklich witzige, lustige Serie, die aber auch uns selber mal ein bisschen, wie soll ich sagen, teilweise einen Spiegel vorhat, aber in einer komödiantischen Art und Weise, sodass man auch gerne mal über unsere eigenen menschlichen Gewohnheiten lacht. Tatsächlich. Das ist aber Wo cool, ja. wenn halt wirklich er, der ein Alien darstellt, ankommt und sagt, das macht keinen Sinn. Hä? Und ein Problem hat und probiert sich als Mensch auszugeben und einfach mit unseren Hirnfürz, die unsere Menschheit alle halt hat, irgendwie so seine Probleme hat. Und das gibt manchmal recht witzige äh, Szenarien. Genau. Und die ist jetzt leider fertig. Die Serie hat 4 Staffeln gegeben. Ist beendet. Ist aber ein gutes Ende, finde ich. Ist Ist, gut gemacht. ist er nicht auch der Dude, der bei Andor den Roboter synchronisiert? Oder spielt? Ich glaube, das ist er. Er ist auch der Dude, der beim neuen Superman-Film einen Roboter synchronisiert. Und zu einem der geilsten Lacher in dem Film geführt hat, weil er einfach improvisiert hat. Der Dude ist hilarious, ja. Es ist, also, Er ist super. um diese Szene schnell erklären, der Superman liegt dort auf einem Stuhl in seiner Festung der Einsamkeit und wird eigentlich behandelt. Er hat so Roboter, wo ihn dann alle wieder aufpeppen und so. Und irgendwie ist es darum gegangen, dass der andere Roboter, ja, ich will jetzt nicht sagen, Identitätskrise geschaffen hat, aber so, ja, er sei sich am Überlegen, ob er sich einen Namen soll geben. Und dann sagt der Superman so, also die Roboter haben einfach nur eine Nummer. Dann sagt der Superman so, ja, Nummer 4 ist auch ein Name. Und dann hat dieser anscheinend völlig improvisiert, das ist nie in einem Skript gestanden und so, und hat dieser einfach so gesagt, ja, genauso wie Gary. Genauso Du wie siehst, Gary. also es gibt Aufnahmen von der Improvisierung, wo er halt im Motion Capture Anzug dort so über ihm hockt und dann einfach so ihn verdutzt anschaut. Ja, genauso wie Gary. Und du siehst einfach nur, wie dieser so ihn anschaut, so.
So richtig gutes Lachen und so, Drücken. so richtig gut. Also, ja, aber der Schauspieler, ich finde das so gut, das ist so genial, so witziger Dude. Der Alan Tudyk heisst er, glaube ich. Ja, genau. Er hat recht viel so Hintergrundsachen gemacht, glaube Ja, 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 ja. Der macht. Das finde ich immer wieder verrückt. Es gibt Schauspieler, die machen so viele Sachen, die du gar nicht irgendwie ich. Mitbekommst, ja. mitbekommst. Ja. Firefly, den jetzt gerade stimmt, dort hat er auch mitgemacht. Hat er auch einen grossen Part. Also, grossen Part, ja, doch. Ta Ja. ta Tatsächlich, glaube ich, er hat eine Vorliebe für Roboter. Er hat Ja. iRobots hat er auch den Roboter gemacht. Genau. Das finde ich cool. Ja, Fix voll. passt. Voll. Ja. Äh, Da komme ich mit meiner letzten, hätte ich gesagt. Oder hast du gerade gut. noch eine? Also, ich hätte noch eine, aber die mache ich dann schon am Schluss, ja. Okay. Ähm, ja, ich bin ein bisschen in Abgründe von bösen Menschen geschlüpft. Ich habe nur mal von der Lizzie die Empfehlung bekommen, hey, schau die Netflix-Serie «Die Geschichte von Ed Gein». Und Okay. zwar ist das einer von den ersten Serienmörder gewesen. Das ist eine Netflix-Serie, die heißt «Monster». Und bei denen tun sie halt immer so Serienmörder ins Visier nehmen und erzählen denen so ihre Geschichte. Mhm. Und fucking hell, unglaubliche Performance von Charlie Hunnam. Das ist der Ah, Dude, ist wo, das die. Oh, okay. ey, ohne Scheiß, also das muss ich ehrlich gesagt sagen, wenn der wenn der keine Therapie im Anschließend hat müssen machen, holy fuck, also die Serie ist echt kaputt. Okay. Ich, Also ich, ja, ich habe das letzte Mal ein Interview von Charlie Hunnam gesehen und dort hat er irgendetwas von so einer Serie geredet, aber ich habe es nachher irgendwie wieder völlig vergessen. Da hat er dann gedacht, müsste ich mal reinschauen. Ja. ja, Was ist die in dem Fall? also das Krasse finde ich, wenn sie die Serie erzählen, oder respektive das Leben vom Ed Gein, dann Mhm. machen sie immer wieder die Absprünge in die aktuelle Welt, wo ure viele Vorlagen, so Vorlagen siehst, die er wirklich anscheinend gemacht hat, in heutigen Horrorfilmen. Mhm. Er hat tatsächlich Leichenschändung gemacht, er hat aus Haut hat er irgendwelche Mobiliar bastelt und so Zeugs und hat dann auch ihre Gesichter angelegt. Wo ein ja, wo eine Inspiration nachher dann war für Leatherface, so Mhm. für ein Horror-Dings. Er hat auch scheinbar eine in der Dusche umgenietet für oder Psycho vom Alfred Hitchcock. Und all solche Sachen, wo alles irgendwie so auf seine Geschichte zurückzuführen sind. Tatsächlich, wie Crazy. gesagt, das ist ein fucking herber Shit, gewesen, wo du dort schaust. Ernsthaft. Das ist einfach Also, krass. Das finde ich krass. ja, Was so von einem Dude abgeleitet eigentlich. ja, und du hockst nachher dann dort und denkst so, what the actual hell? Ja. Und die Serie ist wirklich, also er hat unglaubliche Performance gemacht. Ähm, also eigentlich alle Schauspieler dort drin, es ist mega cool gewesen, aber er ist halt einfach krass gewesen wie Hölle. Mhm. Und am Schluss ist, das Schwierige ist halt irgendwie am Schluss so, er kommt dann irgendwann auch wie Klapsen und so. Und das ist ja auch schon wieder ich finde es halt geil, wenn du in einer Serie oder in einem Film irgendwie doch denkst, der Bösewicht ist eigentlich zwischendurch einfach nur ein armer Sieg. Mhm. Also irgendwie vers- probierst dich irgendwie zu verstehen mit dem, aber eben, er ist definitiv nicht gut, definitiv nicht. Aber irgendwie der Werdegang probieren sie dort ein bisschen zu zeigen und irgendwie denkst du am Schluss, ey, schon nur ein armer Sieg gewesen. Und Ja, dort ist ja. auch im Vorfeld hure viel Shit passiert und ah! Aber ja, wirklich schaut's nur, wenn ihr so Zeugs mögt verleiden. Ernsthaft, das ist ein soll ich sagen, Disclaimer. Disclaimer, ja.
Ja, Okay. wirklich. Also, es hat Szenen drin, wo ich auch muss sagen, du, okay, grenzwertig. Sehr. Also, eigentlich nicht grenzwertig, sondern drüber. Und vor allem Okay. er, der Charlie Hunnam, zuerst irgendwie so ein Gentleman und nachher dann dort. Und du denkst so, das ist nicht der gleiche Dude. Das ist echt nicht der gleiche Dude. Ey, Scheiße. ach, ugh. Genau. Muss ich mir in dem Fall auch mal geben. Ich bin Ey, zwar aber allerdings nicht so Fan von, also was heißt Fan? Ich kann irgendwie nicht so viel anfangen mit so, ich nenne es jetzt mal True Crime oder mit diesen Sachen so ja, ein bisschen, aber also, hey, ja, warum nicht mal probieren? ja, also eben, es ist auch Teil, es ist ein bisschen, definitiv ein bisschen fantasiert dort, aber ich finde es wirklich cool, dass die Sachen, die er gemacht hat, dann wirklich so inspirierend sind für Filmemacher von heute. Mhm, Das ist mhm, kaputt, das mhm. ist echt kaputt. Ja, ja, Er so, hey, what the hell? krass. Alle, weißt, alle so die Regisseure sagen, ja, das ist von dem Dude dort, der das und das dort und dort gemacht hat, von dem Ed Gein. Und du so, okay, Who is it? who is it? Ja, das ist kaputt. Okay. Ähm, ja, dann habe ich noch schnell meine letzte raus. Und zwar habe ich Tulsa King Staffel 3 geschaut. Shit, die kann ich jetzt anschauen. Sorry. Ja, 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 die kannst du jetzt auch schauen. Oh! Ähm, ist nach wie vor wirklich qualitativ wirklich eine krass geile Serie, wirklich hochwertig gemacht. Storytechnisch ist das mal so ein bisschen, es war ein bisschen lahm gewesen, aber das ist etwas, wo viele Serien halt haben, wenn du so 2 gute Staffeln gehabt hast. Ja, probierst entweder zu übertreffen oder irgendwie einfach so probierst, ja, wir können jetzt nicht schon wieder das Gleiche machen. Ja, Ähm, es ist immer noch sehenswert, absolut, aber meiner Meinung nach ist sie nicht mehr so wirklich an die letzten 2 angekommen. okay, okay. Ähm, das Krasse aber ist die Erweiterung vom Cast. Ich weiß nicht, ob ich es soll spoilern, weil, also der eine kann ich spoilern, der Robert Patrick. Das ist ein Schauspieler, den kennt man aus vielen Serien, aber auch Filmen und so. Der kommt immer wieder überall ein bisschen vor. Meistens spielt er so ein bisschen entweder einen Bösen oder ein, irgendetwas mit Agent, Polizist oder weiß ich was. Aber er Seine spielt berühmteste beides. Rolle, genau, seine berühmteste Rolle, wo wahrscheinlich vielen eher etwas sagt, ist der Bösewicht bei Terminator 2 gsi. Der Ähm, T-1000. genau, der Flüssigroboter. Ah, Das ist sein Durchbruch gsi damals, glaube ich, soweit ich weiß. willst du einen Ähm, Fun Fact hören? hau raus. Es gibt die Verfolgungsszene, wo er den Kleinen hinter nachjagt auf dem Dörf. Und Ja, wo er der hat, säckelt. ja, und er hat so fest trainiert, zum so auszusehen, dass er kann, also dass er gleichzeitig kann schnaufen und schnell säckeln, ohne dass er also wirklich die Fresse Genau. auftut. Ja, Und ist dann nachher dann so fit gsi, dass er eigentlich immer zu schnell war für den huren ja. Scheissroller oder was es so immer war. Das habe ich tatsächlich auch erst irgendwie vor einem Monat mal in einem Interview gehört. Ja. Das ist krass. Das ist Das ist krass. ein Monster, der Typ. Ja. Ja, aber also der sehe ich meine, er ist 67, aber der gibt im Moment so Gas. Der ist jetzt in den letzten Jahren neben Harrison Ford bei der Serie 1923, also bei der Yellowstone Spin-off ist er vorgekommen. Ähm, Reacher? er hat Reacher hat er mitgespielt, er hat bei Peacemaker hat er jetzt auch in der letzten Staffel zum Beispiel mitgespielt noch. Er hat vor ein paar Jahren hat er Scorpion gemacht, dort ist er von mir jetzt gerade am ehesten in Erinnerung geblieben. Das ist auch, by the way, eine super Serie. Wer gerne so Mhm. etwas schaut, das ist ein bisschen Hirnschmalz. Scorpion, wirklich empfehlenswert. Ähm, aber Tulsa King ist er jetzt, hat er jetzt in der letzten Staffel mitgemacht. Ähm, ja, ist noch recht krass. Also aber Ja. der Cast von Tulsa King lässt sich sehen. Ich glaube, hat vielleicht auch ein bisschen viel damit zu tun, dass halt vom und mit dem Sylvester Stallone ist. Yep. Ähm, und der hat halt auch so seine Beziehungen, wenn der sagt, hey, hast du Bock da mal eine Runde mitzumachen? Ja Vor gut, allem jetzt, gell.
Vor allem der zweite Schauspieler, der dort, ich verrate es jetzt extra nicht, an dir zu lieb vor allem, wer dort jetzt noch vorkommt. Aber ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil sie haben dann auch so richtig geil in einer Episode, wo er das erste Mal dann vorkommt, ich sag mal so eingeführt. Überhaupt. Ist sein bester Kollege, der Arnie. Nein, ist nicht der Arnie. Nein, das wäre auch krass gewesen. Das wäre auch ganz krass gewesen, ja. Oh Mann. Nein, aber es ist völlig unerwartet tatsächlich. Ich hätte nie gedacht, dass der jetzt einfach da in so einer Serie kommt mitspielen. Das ist aber geil. Und sie haben so wirklich so schön mysteriös, so zuerst, du siehst, es ist jemand etwas am machen, was er macht und so, aber du siehst das Gesicht am Anfang einfach nicht. Und dann plötzlich kommt das Gesicht und du denkst, no fucking way. Ich Geil. bin wirklich so dort gehockt und dachte, das haben sie jetzt nicht gemacht. Sie haben jetzt nicht den in die Serie gebracht, oder? Ist wirklich genial. Ich finde es richtig gut. Richtig gut. Und dann auch eine gute Rolle und er spielt sie auch mega gut. Muss ich echt sagen. Ja. Aber der ist es tatsächlich, also beide, der Robert Patrick und der andere, jetzt hätte ich ihren Namen gesagt, die kommen tatsächlich nur in dieser Staffel vor, warum man das gemerkt hat, so das seht ihr, dann könnt ihr euch das selber ausmalen, falls ihr es schaut. Aber die werden, wenn es eine Season 4 gibt, was es glaube ich wird geben, werden die nicht mehr vorkommen. Genau. Okay. Genau. Ja, Wenn wir gerade zu den Filmen. ich will einen Punkt noch Ja, schnell sicher. abhandeln. Sorry. Du hast es schon angeschnitten gehabt. Ah, ja. Wenn wir schon bei Serien sind, die grosse Ankündigung von diesem Jahr, das ist my opinion, I don't give a fuck, was andere denken. Es sind jahrelang Gerüchte herum, ja, es kommt etwas, man ist, glaube ich, etwas dran, sie arbeiten, glaube ich, etwas um. Ja, es ist nichts mehr, sie machen doch nichts. Ja, man macht etwas, ja, man macht doch nichts. Aber es war nie etwas Offizielles gewesen. Jetzt ist es offiziell, es wird an einer neuen Stargate-Serie geschaffen. Geil. Und nein, es ist nicht einfach so, ja, wir sind am Überlegen, nein, sie arbeiten dran. Sie sind am Schreiben, sie sind am Machen und Tun. Zusammen mit Amazon, das kann man jetzt gut finden oder nicht. Durch das, dass die Original-Leute ein bisschen dabei sind, nicht von den Schauspielern, sondern von den Schreibern und so im Hintergrund, kann das trotzdem etwas Gutes werden, finde ich. Es wird kein Reboot. Also sie sagen nicht, ja, wir zeigen jetzt SG1 noch eins, einfach mit neu. Nein, es wird eine neue Serie im bestehenden Stargate-Universum. Was natürlich auch, da haben sie auch nie, sie haben mit zwei von der grössten Stargate-Communities haben sie so ein Interview gehabt. Und der wie heißt er jetzt kommt mir der Name nicht mehr sein, von einem der Hauptproduzenten dort. Wo sie mit einem von Amazon, dann dieser Dude eben und zwei eben von diesen grössten Communities sie geschnappt haben, wo sie es offiziell angekündigt haben. Dann. Und dann haben die anderen auch gefragt, ja, kommt dann der Originalcast vielleicht auch wieder vor? Und dann haben sie gesagt, sie seien noch ganz am Anfang, sie können noch überhaupt nichts dazu sagen. Aber wäre halt schon geil, ja. Ja, und durch das, dass es kein Reboot ist, sondern eine Fortsetzung eigentlich von der Geschichte, spricht nichts dagegen. Richtig. Ich bin mal ganz ehrlich, ich bezweifle, dass man einen Richard Dean Anderson noch sieht, weil, sind wir ehrlich, der Dude hat halt sein Alter, sei ihm gegönnt, er soll sich zurücklehnen, er hat einen guten Colonel Jack O'Neill gebracht, über x Jahre lang Rest in Pepperoni, also nein, er ist ja nicht gestorben, aber Rest in Pepperoni im Sinne von, gönn dir die verdiente Rest in Retirement. Pepperoni, ja. Da kannst du ja Ritz sagen. Rest in Retirement. Ja, genau. Ja, aber genau. Das ist so mein Ankündigungshighlight von diesem Jahr. Einfach nur schon, weil es endlich mal offiziell etwas ist
ja, wir machen etwas. Oh man, fühlt Und mir ich hoffe, sie etwas. bringen es einfach raus, bevor wir irgendwie pensioniert sind oder so. Also, weiß ja nicht. Und eben, dass es Amazon muss ja nicht etwas Schlechtes heißen. Ich meine, die haben auch gutes Zeug rausgebracht. Absolut, ja, ja, natürlich, natürlich. Etwas, was jetzt neu kommt oder wieder kommt. Fallout. Ah, stimmt, ja. Die kommt Season jetzt dann auch 2. wieder. Voll. Ja, bin ich auch schon gespannt. Wer es zeigt, das verbrutzelt und so. Okidoki. Ich freue mich auf einen wie heißt er? Walton Goggins, glaube Auf der Walton Dalton, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. ich. Ja, der Einfach den Ghoul spielt. cool, ja. Ja. Den freue ich mich. Heisst. Ich finde das so ein guter Schauspieler einfach. Ey, der Dude, aber ich sehe da immer wie mehr so, auch so Filmen, einfach so als Mhm. Gangster. Ich finde das Mhm. super. Voll. Aber eine von meinen absoluten Lieblingsserien, wo so ein bisschen in Western reingeht, wo er halt einen Bösewicht gespielt hat, durch und durch die ganze Serie durch, ist Justified. Ist einfach nur so ein kurzer Einschub. Ja. Wer gerne so Western, Modern Western Dings Stimmt. schaut, so ein bisschen Detective und so. Justified, absolut grandiose Serie, wirklich. Die hat mich schon zweimal durchgeschaut. Und es gibt nur zwei weitere Serien, die ich immer wieder mal schaue. Und das ist Sons of Anarchy und natürlich alles Stargate. Ja. Aber Justified habe ich auch schon zweimal durchgeschaut. Ist wirklich richtig geil. Ich bin gerade am Schauen und tatsächlich kommt er noch in einem Film vor, wo ich noch schauen werde. Somit hätte ich eigentlich gerade einen Überschlag gemacht zu den Ja. Filmen. Oh. Jetzt musst du mir aber gleich noch schnell sagen, welcher das wäre, weil sonst kann ich es suchen. Also, ich fange mit dem Ursprung an. Ich bin mit meinem Bruder, habe ich unbedingt Tron Ares schauen. Aber leider ist er schon nicht mehr im Kino gekommen. Stimmt, Kinofilm habe ich gar nicht aufgezählt. Ich bin ja schauen. Tron Ares. Da gehen wir noch ein bisschen weiter. Ich will noch schauen. Ich spoilere nichts, aber ich Okay. sage es nur so viel. Jared Leto hat eine absolut geile Performance abgeliefert. Wirklich, also man kann von ihm halten, was man will. Den einen könnt ihr nicht sehen, die anderen schaue ich gerne. Ich finde, er hat den Charakter, den er gespielt hat, wirklich grandios gespielt. CGI-mäßig ist natürlich wieder ein absolutes Feuerwerk. Also wir sind im IMAX 3D schauen sogar. Ja. Und es ist jetzt nicht das beste 3D gewesen, das ich je gesehen habe. Aber ich bin manchmal geguckt und habe mich so richtig reinversetzen und dachte, damn, wäre das geil. Damn, ist das geil gemacht. Sieht das super aus. Also mein Bruder war eben auch schauen und hat gesagt, er hat nicht gefeiert. Punkt. Ja. Er hat Spass gehabt. Ich bin rausgelaufen und habe nach langem wieder mal das Gefühl gehabt, das war ein richtig geiler Film gewesen. Das habe ich bei dem Film, den ich eben dann erzählen auch. Okay. Entschuldigung. Willst du noch etwas sagen über Tron? Nein, außer dass der einzige Negativpunkt, den ich anzubringen habe, ist, sie haben zu sehr versucht, mit der Musik einen auf Daft Punk zu machen. Ja, kann ich mir vorstellen. Die Musik von Tron Legacy ist halt schon, das ist wie so Herr der Ringe, das hat sich da oben eingebrannt. Und wenn die ersten paar Synthesizer-Sounds kommen von Düdelü, dann denke ich schon wieder, fucking hell, wo geht's los? Wo kommen wir aufs Grid? Dann kommen wir aufs Grid. Das ist der einzige Negativpunkt von mir. Der Soundtrack ist gut, aber der hat manchmal zu too much probiert, das ein bisschen einen auf Daft Punk überzubringen. Ja, es sind ja, glaube ich, von 9 Inch Nails ist der Ding gewesen. Ich glaube, ja. Genau. Ja, also, gib ihm. Jawohl. Eben, das sind wir nicht anschauen, sondern wir sind Predator Badlands schauen. Okay. Und ich bin, also... Habe ich noch nicht gesehen, aber wollte ich auch noch schauen. Also, okay, gut. Der ist schon völlig zerrissen worden von der Kritik. Ja, aber habe ich gesehen. Das habe ich
da reingeschrieben, wer das Aussehen vom Predator kritisiert, der hat den Film nicht gesehen. Punkt. Also die alten, oder was? Nein, der hat den Film nicht gesehen. Ah, okay. Predator Badlands. Ohne Scheiß, ich habe den so geil gefunden. Er hat. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also respektive einfach schauen, dass ich nicht zu viel spoilere. Ich habe ihn einfach mega geil gefunden. Punkt. Ich bin dort rein, habe mit Pleasure gehabt. Die Predators haben sagenhaft geil ausgesehen. Es ist halt ein bisschen viel CGI, aber nicht unbedingt schlecht. Mhm. Hat auch verdammt geiles Zeug. Es hat auch Connections zu den anderen Geschichten dort. Wie heisst sie? Die Fanning, die mitspielt. Weiß jetzt den Vornamen nicht. Das ist nicht Dakota, das ist, glaube ich, Eileen oder Ellen Fanning. Mhm. Das sind, glaube ich, ja Schwestern irgendwie, habe ich Ja, gemeint. irgendwie so. Ja. Die spielt auch mal Elle Fanning, ich habe es da aufgeschrieben, jetzt habe ich es gerade gesehen. Die macht auch einen geilen Job. Also allgemein, ich habe den Film einfach mega genossen zum Schauen. Er ist spannend, er ist actionreich. Er hat auch Witz drin, wo ich muss sagen, es ist nicht zu viel, es passt gerade perfekt. Du erfährst auch ein bisschen mehr über die Kultur von den Predators. Also, ja, ich kann es nicht richtig aussprechen, ich glaube Yautja oder so heißen sie. Okay. Macht mega viel Spass zum Schauen und ich habe mir einfach gesagt, ich möchte gerne mehr genau das. Das möchte ich genau sehen. Und aufgrund Ja. von dem habe ich mir gesagt, ich schaue jetzt alle Predator-Filme, die es gibt. Auch der mit dem. Walter Goggins. Aha, ja, nein, ich habe jetzt eigentlich gemeint, get to the chopper. Ja, das habe ich schon gesehen. Das habe Okay, ich ja. schon gesehen. Ich das schnell ein bisschen zusammenschnurfeln. Das ist einfach ein Päckchen. Ich habe den Predator 1 geschaut. Ich glaube, der hat schon fast jeder gesehen. Ich glaube nicht, ich muss nicht groß sagen, dass er okay ist für heutige Verhältnisse. Die Idee ist geil, macht auch Spass zum Schauen. Er ist halt einfach ein Geballer mit Action drin. Mehr gibt es nicht gegen ein Alien, wo niemand kennt. Ähm, und habe nachher dann gerade anschliessend den zweiten geschaut. Hast du den zweiten schon gesehen? Es ist ewig her. Das ist einfach nur Müll. Entschuldigung. Ja, aber es ist halt. Sie sind halt alt. Nein, das ist einfach nur Scheiße, sorry. Ah, aber. Ja. Also gegenüber Predator 1 finde ich Predator 2 im Allgemeinen ein mega Rückschritt. Das ist meine Meinung. Aber er ist ja. Er ist aber, glaube ich, auch nicht mehr. Ist er von der gleichen? Nein, ist halt auch nicht mehr von der Nein, gleichen Macher, gell? nein, also, was ich kann sagen ist, der Predator sieht im zweiten Teil auch super aus. Ich finde, der Abschluss, muss ich ja, ich meine, der ist aus den 90er, also Spoiler kann ich ja dort nicht mehr. Ich finde die Idee, dass die Predators immer wieder mal auf die Erde kommen, um irgendwelche Leute zu challengen, finde ich eine geile Idee. Mhm. Und dass, wenn sie sagen, hey, okay, einer hat uns besiegt, okay, wir gehen wieder, tschüss, wir kommen dann wieder einmal. Aber sonst der Film, hey, du hörst in der gleichen Szene zweimal die exakt gleiche Line. Du hörst wirklich, wie er sagt, das kommt mir bekannt vor. Zack, das kommt mir bekannt vor. Und du so, ich, Aber ist das nicht einfach ein Also, hey, ist das es im ist, Original so? gut, nein, es ist wirklich wahrscheinlich ein Einfach Synchronfehler. ein Synchron so, ja, wir nennen das nochmal die gleiche. Ja, und es gibt später gibt's so eine in der U-Bahn, wo die Leute wegsäckeln. Und du hörst einfach etwa 5-mal die gleiche Line, einfach ein bisschen Zeit versetzt, damit es so Oh, tönt. ja, Es okay. ist. Ah! Es war ein Fiebertraum. Es war ein Fiebertraum. Oh, Und so gut. es gibt eine Szene, wo irgendwie, weißt du, so, die Kamera auf einem irgendwie zuzoomt. Aha. Und das machen sie 5-mal nacheinander. Und es sieht so Oh schlecht Gott. aus. Mit so einem Ja, aber richtig. das sind, aber sind wir ehrlich, das sind so Effekte gewesen, die damals in den 90ern halt immer wieder genutzt worden sind, so Dramatik, so. Ja. Und dann gibt es irgendeine Verfolgung, gesagt auf dem Dach und die Hauptfigur hat Angst vor Höhen.
Und in der Zeit, wo er irgendwie probiert, zum anderen runterzukrümeln, siehst du, wie der Predator sich selber wieder zusammenflickt. Die Idee finde ich noch okay. Aber ey, die Szene geht irgendwie fast 20 Minuten. Und du hockst so dort und denkst so, Alter, du wärst gescheiter einfach zurück in die Hütte rein, hättest den Lift genommen, wärst unten raus, wieder in die andere rauf und du wärst schneller dort gewesen. So gut. Also alle die, das habe ich geschrieben, alle die Predator 2 besser finden wie die Badlands, mit denen habe ich Mühe. Oh, jetzt. Nein, also das ist die dümmsten Sprüche, die ich je in einem Film gehört habe. Also, hey, nein. Gut, es gibt So eine gut. Szene, die ich hure geil gefunden habe. Du siehst den Predator, der auf dem Friedhof ist, und da gibt es einen Bub, der ihn sieht. Und der Aha. Bub sagt zum Predator, willst du ein Bonbon haben? Und der Predator ist in der Lage, solche Sachen aufzunehmen und das nachher dann wieder abzuspielen. Und dann siehst du irgendwie, wie der Predator in einer anderen Szene auf einen zuläuft und will kämpfen, und dann hörst du einfach die Line, die der kleine Bub sagt. Es ist einfach nur so eine unsichtbare Hülle, die bedrohlich auf dich zuläuft und sagt, willst du ein Bonbon? Oh, wow. Dort habe ich auch so lachen. Aber So ja, gut. genau, die restlichen habe ich leider noch nicht geschaut. Also Alien vs. Predator, die können wir noch. Predator Mhm. Upgrade, Predators mit dem Adrian Brody, da habe ich schon im Kino gesehen, den finde ich eh geil. Ja, genau. Die Ja. restlichen kommen dann noch, das gibt dann auch etwas für den Brunch. Der Brunch. So, jetzt habe ich glaube gerade Ich weiß gar nicht, ob ich, Filme gehört. habe ich Predators gesehen. Dort spielt eben übrigens der Walter Goggins spielt da Walton mit. Goggins, ja, und der Danny Trejo und so, ja. Und ich glaube, ich glaube, ich habe den geschaut. Ja, der ist ja mit dem Morpheus-Dude auch. Mit dem Fischbörn, ja. Ja, Dem genau, brennenden genau. Fisch. Oh ja, den habe ich sicher gesehen, ja. Das ist echt cool, habe ich Ja, gefeiert. ja. Ja, nice, nice. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich soll anfangen. Ja, fährst einfach mal an. Ich fange mal oben an. Ich habe mir im Oktober habe ich mir Fantastic Four for First Steps reingezogen. Das ist komplett neu, Ähm, gell? Das ist der ganz neue, ja. Ähm, ist visuell wirklich überzeugend. Ist gut gemacht. Vor allem der retrofuturistische Stil, den das Ganze hat. Es ist ja also so, Mhm. ja, wir sind im Alten, aber es ist halt alles so, ja, kannst du sagen, wie so Atomzeitalter, aber halt alt und eben so retrofuturistisch. Ist eigentlich, mich hat es immer wieder erinnert, das könnte die Welt sein von Fallout, wenn die Bombe nicht explodiert wäre. Ist ja auch alles so mit diesen Oh. futuristischen Autos und so Ja. Zeugs gewesen, weißt Mhm. du? Und das ist wirklich gut übergebracht worden, ist wirklich gut gekommen. Ähm, was mir auch gefallen hat, ist unerwartend erfrischend gewesen, weil sie sind mal halt von dieser Standard Marvel Formeln von ihren Filmen, die sie jetzt über 10 Jahre gemacht haben, ein bisschen abgewichen. Ja. Ähm, ja, ist unerwartet erfrischend gewesen, den zu schauen, einfach so. Also ein Superheldenfilm, aber es ist wirklich gut gemacht, es ist gut erzählt. Ähm, der Gegner ist auch absolut gut gemacht, also richtig genial. Also, als das erste Mal so auftaucht hat und eigentlich so über die Augen schaut, also, ja, okay. Ähm, Das Einzige, wo ich muss sagen, also was mich ein bisschen gestört hat, ist, er ist ein bisschen schnell und meiner Meinung nach unspektakulär zu Ende gegangen. Man hat Okay. schon, Schade. nachdem sie sich mal ein bisschen den Plan hatten, hast du eigentlich gewusst, ja, okay, jetzt so und so, dann da und dann hat es gemacht, zack, zack, zack und ja, wir sind jetzt fertig. Und so, ja. Das finde ich immer ein bisschen schade. Das ist der Green Lantern-Effekt. Irgendwie so. Ja, genau, genau, voll. Muss nicht Aber heißen, das dass der Film schlecht ist. Hä? nein, absolut Unpopular nicht. Opinion. Ja. Opinion, ja, genau. Opinion, ja. Ja, voll. Nein, also, aber ich habe ihn gut gefunden. Es ist wirklich, ich bin ein bisschen skeptisch reingegangen in den Film. Ich habe immer gedacht, soll ich den überhaupt schauen oder so? Weil es ist halt eben
man hat halt so das Standard Marvel-Ding ein bisschen erwartet, aber es ist absolut nicht so gewesen, finde ich. Ja. Ja, wie viel Fantastic Four gibt es jetzt? 3? Ja, ja. Es gibt also es gibt die ersten Fantastic Four-Filme, das haben sie ja 2 gemacht Das mit ist die dem mit der Cast. Jessica Alba. Das ist gerade die ich noch im Kopf habe. Genau. Und dann haben sie eine gemacht, die ein bisschen moderner ist. Mhm. Und dann jetzt die, ja, First Step, die so retrofuturistisch mit dem Pedro Pascal und so. Ja, Genau. genau, 3. Also es gibt 4 oder 5 Filme, aber 3 Stories eigentlich. Okay. Oder so, ja. 3 Filmreihen, wenn man dem so sagen. Genau, aber im ersten hast du, glaube also bei der ersten hast du den Dr. Doom gehabt und im zweiten ist es recht dann der Silver Server gewesen. Also bei der ersten Version als Gegner. So. Also der allererste Film war mit Dr. Doom, ja. Genau, ja. Und der zweite Film von der ersten, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe gemerkt, das ist nachher dann der Silver Server gekommen. Steht der Silver Yes. und was ist denn bei Disney gewesen? Ich glaube, bei den zwischen war es auch noch mal der Dr. Doom gewesen. Es hat sogar noch ein Zwischending gegeben. Oh, holy crap. Okay, gut. Ich glaube, wir machen das Oh Wormhole ja, nicht auf, ja. oder? Also die ersten sind ja 2005 gewesen. Genau. Das ist aber der mit der Jessica Alba, mit dem Chris Evans und so. Ja, Das ist ja der, wo dann nachher, wo jetzt bei Deadpool wieder auftaucht ist. ja, Im das hat letzten. drei verarscht. Das Genau. habe ich so geil gefunden. Das war super gewesen, hä. Das sind die ersten Fantastic Four gewesen. Und dann haben sie einen zweiten gemacht, der ist 2007 gekommen, der ist mit dem Rise of the Silver Surfer gewesen, genau. Mhm. Dann ist der 2015er Reboot gekommen mit den Jungen, mit dem jungen Cast, mit dem Michael B. Genau. Jordan und so, Miles Teller und so, genau. Heutzutage auch auf ihren Namen. Dort haben sie auch, aber dort war es ein bisschen anders gewesen. Beim ersten sind sie ja auch durch einen Unfall im Weltall so haben sie ihre Genau. Kräfte bekommen. Beim zweiten war es, ähm, dass sie in ein Paralleluniversum teleportiert worden sind irgendwie und durch Genau. das sich verändert haben. Und jetzt bei First Steps ist es wieder so mit dem Im dass sie Universum-Unfall, glaube ich. ja genau, Weltall. wo sie wieder zurückgekommen sind, haben sie gemerkt, dass sie da Kräfte haben und so. Genau. 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 Oh, holy. Und dann gegen Galactus. Grandioser Gegner. Finde ich geil, muss ich sagen. Der Weltenfresser, oder ist das? Ja, Geil. geil. Ja, ja genau, den habe ich geschaut. Ja, wie viele Filme hast du eigentlich? Ich habe jetzt noch 1, 2, 3, 4. Ja, okay, ich auch. Okay. Und dann nur 3, die ich nicht so ausführlich mache. Gut, ich probiere mich auch Sorry, kurz zu halten, weil wir sind ja schon wieder bei 2,5 Stunden. He? Ja, ich sehe es gerade. Ich tu gerade schnell anhängen, wir hatten den Predator gehabt, da bleiben wir gerade beim Arnie. Ich habe tatsächlich den Running Man geschaut auf Netflix. Der alte, nicht der neue. Okay, ja. Und der ist ja auch schon eine Geschichte von Stephen King. Also, ich glaube, von Richard Bachmann, nicht von ihm. Ja, von seinem alter Ego. Genau. Da geschaut und da dachte ich, Alter, das ist ein recht heftiger Film für so 1987. Also, wo Leute zersagt werden und irgendwie elektrisiert. Und, also eigentlich geht es ja dort darum, dass sie so Sträflinge eigentlich in ein, so als Entertainment in so einem, wie heissen die, so in einer Show, so in einer TV-Show schauen, dass sie überleben. Weil das ist alles so postapokalyptischer Scheiß wieder. Und die Leute wissen nicht, was sie sonst machen sollen, darum schauen sie dort zu. Mm.
Und ja, es ist dann halt auch wieder gegen das System und das System ist falsch und genau und der Arnold Schwarzenegger plus noch 2 andere Schauspieler, wo ich jetzt den Namen nicht weiß. Die probieren dann dort zu überleben und tun dann eigentlich so wie der Untergrund, wo darauf wartet, dass sie können zurückschlagen können, auch noch ein bisschen haben. Also eigentlich ein cooler Film. Das, dass es so alt ist, habe ich eigentlich sehr unterhaltsam gefunden. Ist halt so eine Classic aus den 80s. Mhm. Von dem her kann man immer wieder schauen. Ja. Ich merke aber gerade, bei dir zieht sich also die letzten 2 Monate so ein Szenario ein bisschen durch. Der Möglichst Arnie. tödlich und möglichst viel Blut. So, Ed Gein, weißt du, und jetzt kommst du Ja, wieder Arnie, der da alles zersackt und so. So, ja, ja, okay. also eben so brutal ist er nicht. Und die nächsten paar Filme, also ein Film kommt noch, der relativ wüst ist und die restlichen 2 sind dann herzig. Okay. Ah, herzig sogar. Her Okay. Die sind wirklich herzig. Aber du darfst übernehmen. Ähm, ich habe einen Film geschaut, der zu einer Serie gehört. Und zwar habe ich The Rats, A Witcher Tale geschaut. Ich habe das Gefühl, vielen geht das, oder ist das untergegangen. Das ist ein kleiner Film über die Vorgeschichte zu dieser Gruppierung, die in der Season 4 auftaucht. Ähm, wo aber eben eigentlich vor der Season 4 stattfindet, wo einfach so Geschichte, also die Vorgeschichte zu denen erzählt. Aber Ähm, ich bin auch ehrlich, ich habe von denen jetzt noch nie etwas gehört. ich kann Von nicht. dieser Serie. Ja, du bist jetzt gerade der Erste, der mir erzählt, dass es von denen eine Serie gegeben hat. Nein, also ein Film Oder einen Film, ja. zu der Entschuldigung. Witcher-Serie. Also es hat ja schon andere Filme gegeben zu der Witcher-Serie. Genau. Ähm, und die ist jetzt gleichzeitig mit der Staffel 4 von The Witcher rausgekommen. Und erzählt einfach Vorgeschichte zu denen, die dann dort in dieser Staffel auftauchen. Ähm, auch wieder Mhm. mit dem geliebten Charakter da. Mit dem, wie heißt der, Bonhart oder so. Was immer. Ja, aber ich sehe jetzt sogar den anderen. Und genau einer, der einen Hexer spielt, der Dolph Lundgren. Und ich muss sagen, ich war zuerst skeptisch, gewesen, als ich das gesehen habe. Ich dachte, oh, okay. Aber ich bin dir ganz ehrlich, ich hätte, und das klingt jetzt vielleicht böse, aber hätte jetzt ihn als Geralt genommen, wäre das genauso geil gewesen. Der hat den Charakter, ich kenne ja, aber ich habe Games nicht gespielt, ich weiß nicht, ob der Charakter vorkommt ist irgendwo mal, aber der hat so einen guten Hexer gespielt. Und er hat ja nicht den Geralt gespielt, er hat ja wirklich einen anderen Hexer gespielt, aber er hat das so gut gemacht. Es war eine richtige Augenweide, gewesen, dem zuzuschauen. Weißt du, auch wenn er sein Mittel Ja, sauft nachher und da die Augen schwarz werden und das Gesicht bleich und so. Und dann fährt er von fighten. Es war richtig geil, gewesen, dem zuzuschauen, am Dolph Lundgren. Er war ein richtig guter Hexer, gewesen, muss ich echt sagen. Und es wäre schön gewesen, den in der Serie zu sehen. definitiv. Definitiv. Also Ja. scheinbar, es hat einen offiziell gegeben. Er spielt dort der Brehender Hexer, Ja. heisst er. Genau. Okay, das heisst, er ist im Game und so auch vorgekommen, in dem Fall, Ich also, glaube nur in den oder im Büchern Buch? tatsächlich, ja. Okay, nur in den Büchern, ja. Ja, Aber ich habe gemeint, ich habe schon mal etwas in einem Game innen von einem gelesen. Aber bin mir nicht sicher. ja ich meine, Witcher hat ja auch viel so glaub, Bücher und so Zeugs oder so, oder so Sachen, die du halt in-game kannst lesen. Vielleicht ist er Ja, dort mal ja. irgendwo vorgekommen, ja. Das ist schon möglich. Aber das ist ein cool, also ich empfehle, schau jetzt zuerst Staffel 4, respektive die Serie einfach bis zur Staffel 4 fertig. Ähm, und schau dann erst im Nachhinein den Film. Okay. Ist jetzt nicht so, dass jetzt mega irgendwie ein Spoiler, aber es wird halt, wie soll ich sagen, es ist so aufgeleistet, dass eigentlich halt die Geschichte so erzählt wird. Dass es mehr Sinn macht, wenn du es erst nach der Staffel 4 schaust. Ah, okay. Genau. Yes, The Witcher. dann bring noch
Die nächste grusige Film. Ja, wo halt auch Halloween noch ein bisschen war, gell, haben wir halt natürlich auch einen Horrorfilm noch Ah, geschaut. okay. Ja. Und ähm, uns ist auch empfohlen worden, wir sollen doch mal Evil Dead Rising schauen. Wer mich kennt, ich habe Evil Dead geschaut, der erste Film mit meinem Bruder zusammen. Das ist irgendwie aus der, keine Ahnung wann. Der hat mich schon verstört. Und tatsächlich, er spielt im gleichen Universum. Ist ein bisschen moderner. Aber hat nichts Grosses mit dem Sam Raimi oder so zu tun. Er spielt einfach im gleichen Universum. Das Necronomicon kommt vor. Das Buch, das eingehüllt ist aus Menschenhaut und geschrieben worden ist mit Blut. Wie auch immer. Ähm, ist tatsächlich okay gsi. Hat ein paar Szenen gehabt, die ich recht wüst gefunden habe. Das ist für irgendein Mädchen, das ein Glas isst, weil sie besessen ist, um ihre inneren Tiere umzuziehen. Ja, die ist, ja, keine Ahnung. So Zeug. Okay. Und es hat auch eine andere Szene gegeben, wo so ein kleines Mädchen durch einen Türspion schaut und ihre besessene Mutter sieht. Dann habe ich gedacht, Alter, ich schaue niemand durch einen Türspion durch. Aber grundsätzlich ist er irgendwie auch so funny to watch gsi. Es ist halt irgendwie schon, du merkst halt, so der Sam Raimi hat doch irgendwie dort ein bisschen Einfluss drin gehabt. Also respektive halt einfach. Ja. Und was ich cool gefunden habe, das habe ich heute Morgen gelesen, der Brooks Campbell, der Ash spielt, hat auch einen Auftritt gehabt, tatsächlich nur als Sprecher von einer Tonaufnahme. Und sie findet das Okay. Buch plus Tonaufnahme. Ja. Und er macht dort das Voice Recording. Das hat mich noch gefreut. Also Evil Okay. Dead Rising, nice to watch. Ja, ein bisschen Blut, ein bisschen grusig, ein bisschen wüst. Ich will gar nicht wissen, wie viele Liter Blut das sie dort gebraucht haben für die eine Szene. Aber ja, give it a try. Give it a try. Ich habe die Filme so lange nicht mehr gesehen. Ey. Und also ich weiß auch nicht, ich habe vor etwa 3 Jahren oder so, glaube ich, habe ich mal die Serie probiert zu schauen. Es gibt ja eine. Ja, Ist ja Evil. Ash vs. Evil Dead oder Ja, irgendwie so. genau, ja. Und ich habe nach der ersten, ich weiß gar nicht, ob ich die erste Folge überhaupt wirklich geschaut habe. Ich habe es noch nicht geschaut. Und es ist nicht so, weil es irgendwie too much war oder so, sondern einfach, ich habe gedacht, hey, ich schaue es das mal. Mhm. Und dann irgendwie habe ich einfach plötzlich so die Schnauze voll gehabt und dachte, ach nein, komm, das mag ich nicht. Und habe wieder aufgehört und habe es nie mehr weiter geschaut. Ja, es ist schon irgendwie ein bisschen speziell. Weiß auch Ja, nicht. ja, absolut. Genau. Ja, ich habe Ja. ein. Okay, nein, ich nehme zuerst das. Ich habe eine Dokumentation geschaut. Und zwar recht eine interessante. Über Eminem und den Fankult drumherum. Die Oh, Dokumentation spannend. nennt Ja. sich Stans. Er hat ja, einer von seinen Hits ist ja Stan gsi, wo es um Ja. einen Fan geht, der ein bisschen besessen ist und so davon und etc. etc. Was viele vielleicht nicht wissen, ich habe meine Zeit gehabt, ich bin ein riesen Eminem-Fan gewesen und ich finde auch heute noch, er ist einer der grössten, wenn nicht der grösste in dem ganzen Business dort. Ähm, und habe so meine Eminem-Zeit gehabt. Ich höre es auch heute noch gerne, die alten Sachen tatsächlich. Und darum hat mich das einfach interessiert. Ich habe vorher auch nichts von dem gewusst. Ich habe plötzlich gesehen, Stans, und ich dachte, hey, geht's da um das? Und das war wirklich eine Dokumentation über das, gewesen, wo sie mit Fans über ihre Fankultur oder eben, viele von diesen Extremfans werden eben Stans genannt Ja. in der Eminem-Bubble rein. Und was dann wirklich mit mehr oder weniger krassen Stans, also der eine ist wirklich, der ist absolut krass. Also das geht für mich schon in einen Wahn rein, würde ich fast sagen, wenn ich sehe, was der gemacht hat und alles. Ist einfach wirklich interessant zu sehen, wie weit das gewisse Leute gehen und auch zu hören, was er davon haltet, Ja. was er mit dem Song zum Beispiel hat wollen ausdrücken etc., wie das bei den Leuten angekommen ist und so weiter und so fort. Das ist, also
Auch wenn ihr den Eminem vielleicht nicht gern hört oder so, die Dokumentation könnt ihr trotzdem schauen, ist wirklich sehr zu empfehlen. Bin ich Ja, überrascht gewesen, tatsächlich. aber mir denkt, er tut auch in anderen Liedern, nicht nur in dem Stand, sondern auch zum Beispiel, heisst das, The Real Slim Shady, heisst das Lied, glaube ich. Mhm. Wo er auch sagt, The Real Slim Shady, please stand up. Wird halt eben auch immer wieder erzählt, er wird nachgemacht und so. Und eben, du kannst die beste Kopie von mir sein, aber du bist nicht ich, singt er eigentlich auch. Mhm. Ich Mhm. glaube, er hat auch schon Mühe gehabt mit dem. Mit Ja, dieser ein Stück weit Situation. sicher, ja. Absolut. Krass. Nein, ist wirklich ist recht 'n überraschend gute Dokumentation. Also, überraschend gut, einfach so weil sie mich überrascht hat, ist sie einfach so gut gewesen. So Mhm. wirklich, interessant auch gewesen zum Schauen. Genau. Ja, hast du noch was? Ja, ich habe noch zwei. Ja Ich habe noch gut, zwei dann Kindheitserinnerungen. oh, oh, Ja. oh, oh. Und zwar, mein Bruder hat mich mal darauf angesprochen und hat gesagt, hey, er hat sich auf Disney Casper angeschaut. Oh, Wirklich Jesus, der Alt. der Alt mit der Christina Ricci. To Ja, be honest, als ich da als Jugendlicher geschaut habe, als Kind, grösste Flamme gsi. Ähm, ich wollte immer der Casper sein. ich auch, vor allem seit den letzten 10 Minuten vom Film, gell? Ja, ja, einfach allgemein, einfach so, ja, du bist ein Geist, du kannst rumfliegen und dann gehst du in die Maschine rein und dann bist du keiner mehr und so. Und, Aber oder vielleicht kommst du das Ei raus, das genau, Spiegelei oder so. ich habe als Kind eigentlich ziemlich oft geschaut. Mhm. Und im Nachhinein, irgendwie so jetzt, wenn ich ihn schaue, der hat einen hure trockenen Humor. Also wirklich übel. Irgendwie Schon. am Anfang irgendwie so ein Dude, wo kommt, weil sie wollen ja eigentlich die Burg wollen sie eigentlich bereinigen und dann tun sie einen Priester anstellen, der aber gleichzeitig auch ein Rabbi ist und so. Und dann geht nachher der in die Hütte rein, wird angekotzt und dann kommt er raus, aber der Kopf hat er verdreht gehabt. Ich so: „What the Ah, fuck?“ stimmt, ja, Ja, so ein komisches das Zeug. sagst Also wirklich so ein kaputtes Zeug und so. Und eigentlich auch, wie sie mit dem Thema Tod und so umgehen, ist auch nicht ohne. Eben so mit Lazarus-Projekt und so. du. Und Mhm. er, wo ist schlitteln und nachher dann eigentlich an dem gestorben ist, weil er nicht heim hat wollen, weil er so viel Spass gehabt beim Schlitteln und er krank geworden ist. Und du so, wow. Und dass er eigentlich alles vergessen hat, mehr oder weniger. Also es ist, ja, aber Muss ich wieder mal irgendwie. schauen. Aber irgendwie ist der hure gut gemacht. Also eben vor allem die Mhm. Geister, dünkt es mir. Gut, die 3 Onkel sind ja eh völlig kaputt. Ja, gut. Und auch ich finde es halt auch krass, dass der Bill Pullman heisst er. Der spielt ja dort den Vater. Das ist auch irgendwie so ein Dude, den sehe ich einfach gerne als Schauspieler. Mhm. Ja, voll. Und hat eigentlich mega Spass gemacht zum Schauen. Ja, Ja. wieder mal. So nach weiss ich wie viel Jahren. Boah, den müsste ich auch wieder mal schauen, ey. Ja, der ist Den einfach habe ich wirklich irgendwie herzig. den habe ich wirklich auch als Kind habe ich den immer wieder geschaut. Ja, So, ist einer Casper. von meinen Lieblingsfilmen wahrscheinlich sogar gewesen, würde ich jetzt fast behaupten. Ja, also Tito. Ja, krass. Aber ich finde das interessant, so Film plötzlich siehst du das wieder und denkst: „Ah ja, stimmt, den gibt's Mhm. ja auch noch. Den könnte man auch wieder Ja. mal schauen.“ Hast du ewig nicht mehr 10 Jahre nicht mehr dran gedacht. Plötzlich so: „Ah, ja voll, nice.“ Dann hast du auch so eine Ikone grad? Oder hast du dafür das Hey, mal Blut und Zerstörung? ja, es hat auch eine Zerstörung in diesem Film gegeben, aber es ist tatsächlich eine Komödie. Ähm, ich habe es so beschrieben: Der Doc von King of Queens trifft auf einen Reacher. Sag nicht, du hast den schon gesehen. Ich habe Playdate geschaut. Ach du Scheiße. Und ich sage mal, es ist endlich wieder mal ein witziger, unterhaltender Comedy-Film. Und es ist halt eben, wenn ich gesagt habe, der Douglas King of Queens trifft auf einen Reacher. Und das kannst du dir zweimal vorstellen, was dann passiert. Einfach, Chaos. Chaos. er ist wirklich einfach witzig. Er ist kein intellektuell hochstehender Film, darfst nicht, weiss ich was erwarten. Es ist einfach ein witziger, unterhaltender Film. Fertig.
Mehr braucht es nicht. Er ist gut. Ich habe darum nur den Trailer von dem gesehen und dachte, geil, was machen die zwei eigentlich? Und dann sehe ich einfach so den Plot und denke so, oh nein, komm jetzt bitte. Und ganz ehrlich, der Alan Richardson, wenn du so aus anderen Serien kennst, ich meine, er hatte eine Serie gehabt, dort war er halt auch noch wirklich jung gewesen. Blue State oder Sendungen. Blue Mountain State hat es Ja, geheißen. Ist das eine College-Serie oder Film, glaube ich? Weiß nicht mehr. Blue Mountain State war, glaube ich, eine Serie. Gewesen. das Aber ist es hat doch auch mit noch einen dieser Film gegeben. Footballgruppe, oder? Ja, genau. Und dort hat er halt schon gesagt, dort ist er ein bisschen dumm, eigentlich. Hast du gemeint. Gehabt. Aber hast du dort schon gemerkt, ja, er ist eigentlich auch witzig. Und dann schaust du Reacher und denkst, ja, okay, ja, witzig, weiß Das nicht, ist er kann gut anders, ja. reinschlagen. Ja. Und dann schaust du den und denkst, holy crap, wie? Weißt du, also wirklich, wenn ihr einen witzigen, unterhaltsamen Film wollt, go do it. Schau Ä- Playdate. Also ich kenne den Alan Richardson ja eigentlich ja von The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Ja, dort ist er natürlich. Oh, Mit Cavill zusammen auf dort. dem scheiß Ja, Boot. ja, Have you heard this? ja. This, wo der Schwede spielt. Ja, dort ist er natürlich auch absolut genial, ja. Ja. Ja, voll. Und hast du gewusst, der wie heisst der, Doug Heffernan macht? Kevin James, ja. Der Kevin James. Der macht irgendwie alles wieder so einen irgendeinen Scheissdreck Das mit auf dem Instagram mit dem Matt, ja, mit dem Matt Trader oder irgend so wo heisst. er aber Keine Ahnung. sagt, er sei es gar nicht. Ja, aber hast du gesehen, was der für Bilder malt, das Arsch? Ja, Holy hell. so richtig krass. Dann kommt man, bei Bildermalen kommt man immer das andere in den Sinn. Wie heisst die zwei schon wieder? Der eine hat Dr. Who gespielt. Gehabt. Und Ah ja, zwar. ich weiß, Weißt du, was welchen du Clip das ich meinst. meine? Ja. Jetzt kommt No mir grad fucking way. Wo sie sich gegenseitig so ein ja, Bild zeigen. Wo irgendwie wo so, wir jetzt haben, wir, ja, was hast du heute Morgen gemalt? Und der andere so, ja, ich habe die grusige Ananas gezeichnet, also einfach nur ja, Strichli. Und der andere so, ja, was hast du gemacht? Ja, ich habe das zeichnen. Eine mega schöne Aquarelllandschaft und so. das ist so gut. You did that? You did that. I did. No, you didn't. I did. Das ist so gut. Aber das ist irgendwie das, was ich an Kevin James so mag, gleich wie dort der Sound Guy. Und er irgendwie in Filme Ja. plötzlich kommt und so den Steckköpf für zum Sounds aufnehmen. So einfach aus Das dem ist Nichts so rauskommen gut. die Videos. Ja. Voll. Oh mein Gott. Nein, aber also Playdate, Playdate. absolute Empfehlung, wenn ihr gerne so ein bisschen eine unzwungene, easy Komödie wollt schauen. Das ist einfach genial. Einfach gut. Ja. Oh mein Gott. So, ich weiss nicht, hast du jetzt noch etwas? Ich habe tatsächlich noch zwei, habe ich gerade gesehen. Okay, ja, dann hau raus. Tatsächlich ein nächster Kindheitsfilm. Ich habe ihn endlich wieder mal gefunden. Ich habe gestern geschaut, mein Herz hat geschmerzt. Nummer 5 lebt. Oh Gott. Ah, Jetzt haben wir schon wieder liebe die ihn. Nummer 5. Ja, nein, vorher haben wir Nummer 4 gehabt. Ich habe fast gedacht, ich komme dann mit der Nummer 5. Nein, wir haben die letzten 2 Podcasts schon über die Nummer 5 geredet. Ernsthaft? Ja, ein Kommentar von deinem Bruder war ja schon. Ah, ja, stimmt. Nummer 5 lebt ist einer von meinen Kindheits- und Lieblingsfilmen. Der geilste Ja. Spruch: Hey, Laserlippe, deine Mutter war ein Cola-Automat. Hey, es kommen hure viele so dumme Sprüche drin vor. Ja, es ist so. Wo der eine aussteigt und sagt, junge Herr, kommen Sie, Frau. Und nachher dann sagt er, nein, junge Frau, kommen Sie her. Ey, das hat es mich so verrissen. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, das Beste an diesem Film ist einfach das fucking Intro. Das ist so Ja, Legende. das ist so gut. Das ist so gut. Das sind ja, glaube ich, Aufnahmen, die sie gemacht haben, wo sie ihn wirklich zusammengebaut haben, der erste. Irgendwie so. Ach schon? Ja. Okay. Das sind ja irgendwie ist am Schluss sind das irgendwie 11 bis 12 Leute, die ihn steuern. Das ist das Faszinierende, was ich finde an diesem Film. Mhm.
Ah, Und heute läuft irgendwie jeder Zweite so mit einem R2D2 an einer Messe und hat so, hey, hör auf. steuert er übers Handy, weißt du, irgendwie. Ja, früher war das noch alles anders gewesen. Ja, Ah, ja, aber eben, das ist noch so eine Kindheits ich glaube, das ist wahrscheinlich der Film, den ich neben Star Wars am meisten geschaut habe als Kind, würde ich behaupten. okay. Ja, also ich habe ihn auch ein paar Mal gesehen, tatsächlich. Aber ich glaube nicht, dass ich am meisten geschaut habe. Ja. Aber ein paar Mal ist er definitiv auch Mhm. im Videoplayer innen gelandet, definitiv. Dann schmeiße ich das Bäuli wieder zu dir, weil ich glaube, ich habe schon genug, genug geredet über den Film. Ich bin auch tatsächlich ein bisschen zurück. Nicht ganz so weit. Nicht ganz so weit. Ja. Aber irgendwie hat mich irgendetwas vor 2 Wochen mal kurz getriggert und da bin ich so in meine Teenage-Jahre zurückgerührt worden und habe mir die ersten 2 Filme jetzt von einer Filmreihe, die nicht ganz unumstritten ist, wieder mal angeschaut, aber ich könnte mir erzählen, was er will. Ich habe mir Fast and the Furious 1 und 2 wieder mal reingezogen. Und ich bin einfach wieder dort gehockt oder manchmal auf dem Sofa gelegen und habe gedacht, oh, einfach geil. Ich kann die Film in- und auswendig. Ich könnte die fucking Dialog mitsprechen. Aber es war einfach geil, gewesen, wieder mal zu schauen. Ich habe es schon wirklich lange nicht mehr geschaut. Das wäre doch mal ein YouTube-Format. Einfach nicht for Speed auf Schweizerdeutsch. Und du darfst einfach Oh alle Gott. Lines reden. Du redest Oh alle Gott. Lines. Nein. Alle. Ich glaube, ich Nein, habe von nein. denen wirklich nur der erste gesehen und nachher kennen mich. Weil das Ja. ist nicht mein Genre. Hey, die ersten 3, finde ich, haben ihre Daseinsberechtigung. Ja, Eins ist natürlich einfach Kult, allgemein. Vor allem, wenn du halt auch ein bisschen Auto angefressen bist, dann ist das einfach, das hat halt etwas in der Autoszene, in der Tuning-Szene ausgelöst. Ähm, ja, also Die würde grundsätzlich, heute ganz anders aussehen als sonst, wenn es den Film nicht gegeben hat. ja, der hat ja auch Gaming-Szene geprägt, oder? Ein Stück weit Mit, auch, ja, natürlich. Need mit for Speed Need for Underground Speed. und so. Need Ja, for ja, Speed mit, Underground 2. ja. Ähm, das 2 ist natürlich auch nachher, das war ein Step-up, gewesen, haben sie ein bisschen mehr Budget gehabt und so. Mhm. Das 3, also Tokyo Drift, ich finde es ein super Film. Ich bin halt ein bisschen JDM-Fan. JDM, für die, die es nicht kennen, das ist eine Bezeichnung für die japanische Tuning-Szene in Europa. Merci, ich habe es Ähm, nämlich nicht gewusst. übersetzt heißt JDM Japanese Domestic Market, glaube ich, irgendwie so. Ja, Japanese Domestic Market bezieht sich auf Auto und Autoteile, wo hauptsächlich in Japan für Japan gemacht worden sind. Vielfach auch Sachen, die wir hier in Europa halt gar nie gesehen haben. Also Mhm. in Japan hat es Autos gegeben, was es hier nicht gegeben hat. Ähm, Andersrum aber auch, es gibt japanische Autos oder auch europäische, die es hier gibt, die es dort dann nicht Ja, verkauft haben oder anders verkauft haben. Anyway. Ähm, und dem Ganzen sagt man halt so ein bisschen auch, dass JDM, der Begriff, hat sich ein bisschen erweitert. okay. Ähm, und ja, bevor ich dann zu den Amis übergeswitcht bin, was Auto angeht, habe ich selber auch japanische gehabt. Und darum, das ist halt einfach so, das ganze Drift-Thema und so ist halt, ja, hat auch ein bisschen etwas ausgelöst damals. Was nachher gekommen ist, ja, kann man darüber streiten, über die weiteren Filme. Ich schaue es gerne, es sind gute Actionfilme, es hat nicht mehr viel mit dem Ursprungsthema zu tun, das stimmt. Aber es sind meiner Meinung nach gute Actionfilme. Und ich bin gespannt, was vielleicht jetzt mit dem zweiten Teil vom 10. Teil die Serie vielleicht dann doch noch beendet oder vielleicht auch nicht. Man weiß ja nicht, aber wir werden es sehen.
krass, wie Genau. viele Filme dass es von dort gibt. Hey. Ey, ja, musst aber auch sehen, gell, das zieht sich halt. Das ist Wann schon ist der so. erste Fast and Furious rausgekommen, weißt du? Der erste Fast and Furious ist rausgekommen 2001. 24, Uh. 24 Jahre alt. Weißt du? Das ist krass. Muss man halt schon sehen. Ja, Und ja. das hat halt das Genre definiert, ein Stück weit. Das hat einen Also, Kult ich ausgelöst. meine, es ist schon Kunst, sich so lange zu halten. Also, auf Ja, absolut. Und ich meine, Geld haben sie eingenommen mit dem. Mehr jeden als Fall. manche andere. Muss man halt auch. Also, ja, man kann davon halten, von diesen Filmen oder von der Reihe, was man will, aber das muss man halt einfach äh, ein Stück weit anrechnen. Ich meine, ganz ehrlich, die Filme haben, das ist ein Stand August 2023, die haben weltweit, und ich sehe das zum ersten Mal, ich bin gerade völlig baff, 7,3 Milliarden What the fuck? US-Dollar eingespielt. 7,3 Milliarden. Ja, also 7,3 eben, Milliarden. ich meine, die Leute gehen es ja gleich schauen, schlussendlich. Eben. Mit einem Krass. insgesamten Budget von 1,7 Milliarden Ja. über alle Filme. Eben, Und ich das meine, ist halt schon. Also, die Besetzung ist ja auch nicht gerade günstig, wenn du mal schaust. So ja, Vin ja, Diesel, Jason Statham, absolut. wie heißt der anders? Der Stein. Das ist, das ist, wa- wa- Dwayne The Rock Johnson. aha. Der Stein. Der Stein. Oh Mann, ja, 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 ist absolut so. Die haben. Spannend. Ja, ja. So, dann komme ich zu der heutigen Unpopular Opinion. Also sind wir fertig schon mit dem Film? Das ist mein letzter Film. Ah, okay, gut. Dann hau raus. Ja, dank dem Troy war ich im Stream inne gsi und dann hat er mich gefragt, und zwar, ich weiß es gerade nicht mehr, ist aber auch, glaube wegen Musik gegangen, wegen Van Helsing, Film von 2005. Ja. Aber ich habe nicht den geschaut, sondern er hat mich dann auf einen anderen Film aufgelöpft, den ich eigentlich genau in die gleiche Kategorie schmeiße. Okay. Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Oh, ja. Ich habe einfach gesagt, ich muss die wieder mal schauen. Van Helsing habe ich leider noch nicht geschaut, aber das sind so die zwei Filme. Das widerspiegelt irgendwie einfach so meine Kindheit. Einfach geiler Scheiß mit einer geilen Story. So knapp 2 Stunden Filme. Das sind irgendwie aber auch Filme, wenn ich sie sehe im Fernsehen, das ist etwas. Ich schalte nicht mehr um. Ja, Ich genau, schaue ihn absolut. einfach. Ja, ja. Obwohl, sie sind jetzt nicht besonders gut oder so, aber sie sind einfach geil. Ja, aber also sind wir ehrlich, Liga Also der vergiss sie. außergewöhnlichen Gentleman. Krasse Stunts und Effekte drin. Ja. Weißt du, die Verfolgungsjagd mit dem Auto und alles oder mit dem Boot Ja, und ja. alles, hey, das ist schon geil gemacht. Also, ganz Film ist geil gemacht. Ja, ja. Ich habe das so geil gefunden. Ich finde das aber, der Film, ich finde ihn geil, aber ich habe das Gefühl, der ist recht untergegangen, ein Stück weit, weil viele Leute nicht verstanden haben, was das für Charaktere sind. Ja. Zu dieser Zeit. Ja, Ich meine, Captain Nemo vielleicht hat man noch vielleicht kennt, aber wer ist der Quartermain? ja, Was ist Tom das für ein Sawyer. Charakter? Ein Tom Sawyer. Also, Wie hat dieser geheißen? Dorian Gray. Ja, der Dorian Gray und so. Das sind, wenn du dich ein bisschen in dem ein bisschen bewegt hast oder vielleicht schon ein bisschen etwas gesehen hast von denen oder gelesen hast vor allem halt. Ja, also ich glaube, der Tom Sawyer ist vor allem halt so in der amerikanischen Geschichte, Ja. kennt man den. Also den kenne ich jetzt auch nicht. Ich muss so schauen, was der macht und so. Oder Ja, aber auch selbst eben, Captain Nemo, weißt ja, du, dann musst du wahrscheinlich eher, wenn du Bücher gelesen hast, ja, dann ist der Begriff. Oder auch ein Quartermain. Ein Quartermain, der so ein bisschen
ja, eigentlich so ein bisschen wie so eine Art Indiana Jones ja ist, weißt du, Genau, schlussendlich. ja, genau, ja. Fun Fact: Der Quatermain wird gespielt vom Vater von Indiana Jones, wo selber Indiana ja, der Quatermain, wer wieder gespielt? Vom? Vom Sean Connery. Genau. Und wer ist der Vater von Indiana Ja, Jones? Jones, der Sean Connery. John Harry, genau. Ja, eben, und ich weiss nicht, das sind wirklich so Filme, die schaue ich halt immer wieder gern. Eben, ich weiss nicht, das sind halt einfach irgendwie noch andere Filme gewesen. Aber ist auch wieder ein Film, wo ich dir recht gebe, schaue ich immer wieder gern, vergesse ich aber wieder, Ja, dass die überhaupt existieren. Und dann plötzlich eben, kommst du mit dem und ich so, shit, ja, den gibt es ja auch noch. ja, aber ich meine zum Beispiel auch die Mumie, das ist auch ein Film, den schaue ich und Mhm. nachher vergesse ich ihn wieder. Aber ich weiss, er ist da. Und Ja, er ist gut. ja, Das, ja, ist, das sind einfach die Filme, die schaust halt einfach gern, die haben ihren Platz in deinem Regal, in deinem Hirn. Und absolut. wenn du mal durchläufst, denkst du so, ah, geil. Könnte man wieder mal schauen. Könnte man wieder mal schauen, ja. Ja, schon. Voll. Darum Ah, unpopular opinion. Der Film ist viel geiler, als er eigentlich ist. ja, unterschreibe ich genau so. Ja, Stimme ich zu. Ja. so, bin ich komplett Das ist, fertig. ja, dann mache ich schnell die 3, die ich mir noch aufgeschrieben habe, aber wo ich keine Notizen dazu habe. Ja. Ich habe mir noch «Nackte Kanone», den neuen angetan. Ähm, der mit dem Liam Neeson und mit der Pamela Anderson. Ja. Ist witzig, muss ich sagen. Kann man schauen. Ich habe also das Gefühl, jetzt kommen wir nicht an die alten Sachen hin. Nein, das nicht. Aber der Witz ist teilweise trotzdem halt da. Ja, nehmen Sie sich einen Stuhl. Ja, ich habe schon 4 zu Hause. Genau Okay, das. So. Ja, fix. Ja, okay, gut. genau. What the fuck? Das ist einfach genau das. Oh, aber genau, das ist so scheiße. Ach Gott. Ja, aber Oh, Mann. man braucht es. Also weißt du, so, ja, ja, okay. Nimm einen Ich Stuhl. habe schon Ja, 4 nein. zu Hause. Ich habe schon viel zu Hause. Vor allem immer mit dem Trocknigen. Also, Ja. nehmen Sie sich einen Stuhl. Nein, Und, danke, ich habe schon viel zu Hause. von dem gibt es halt einfach immer wieder mal so dumme Sprüche, die einfach in einem normalen Gespräch sagt er halt etwas und dann gibt der andere so eine dumme Antwort und du denkst, äh, Ja, was? ich bin ehrlich, als ich gesehen habe, dass er dort im Trailer innen, das ist ja kein Spoiler, das Kind ist und sich nachher dann abzieht, da habe ich auch gedacht, das ist für mich keine nackte Kanone. Muss ich sagen. Weil so etwas hat es in der alten nackten Kanone nie gegeben. Darum bin ich ein bisschen verwirrt Ja, gewesen. Aber eben, nur den ganzen Film an dieser Szene aufzuhängen, ist das schwierig. würde ich definitiv nicht machen, ja. Genau. Genau. Aber eben, wenn du sagst, so, hey, genau solcher Scheiß kommt vor. Ja. Ja, also, weißt du, ich wollte es nicht spoilern, aber es geht noch weiter mit dem Stuhl. Aber ja, so Witze kommen immer wieder vor. Immer wieder. Das ist wirklich genau die Sprüche, die sie damals halt auch gebracht haben. Es Oh ist ein bisschen mein Gott. gewöhnungsbedürftig am Anfang, weil halt eben Liam Neeson kennst du nicht in so einer Rolle. Aber Nein. er spielt es gut. Es ist gut. Das ist wirklich gut gemacht, der Film. Ganz ehrlich, ja. Das ist, das, ich habe ihn im Dings gesehen, im Darkman und dort war er schon anders, gewesen, der Typ. Ja. Also, den empfehle ich tatsächlich. Schaut die «Nackte Kanone», wenn er so ein bisschen auf dummen Humor steht. Ich nenne es mal so. Ja, definitiv dummer, stumpfer Humor. Ähm, Dann habe ich einen Film geschaut, wo ich einfach irgendwie drüber gestolpert bin. Und zwar habe ich «The Beyond» geschaut. Ist ein, was würdest du denn? Ist ein Sci-Fi Film, geht unter anderem ja, um Alien, um andere Zivilisationen, es geht um Wurmloch, es geht darum, ähm, Evolution und so weiter. Es ist jetzt nicht ein absolut geiler Film, absolut nicht Mhm, tatsächlich. mhm. Aber hat einen coolen Twist drin, einen überraschenden Twist drin. Ähm,
regt auch ein bisschen zum Mitdenken an, aber ist manchmal auch so ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen voraus voraussichtlich oder so, also dass man okay, ja, ich weiß jetzt genau, was passiert. Absehbar, meinst Ja, genau, aber dann ein Stück weit trotzdem. du? So, du Okay. schaust und denkst: „Ja, okay, hm, könnte passieren“, und manchmal ist das ein bisschen unlogisch. Aber kann man Kann's schauen, geben. wenn man auf so Film, ja, steht. Genau. Hat ein bisschen Drama drin, hat ein bisschen Sci-Fi drin. Hat keinen krassen Cast oder so, aber ja. Und der letzte, den habe ich geschaut, weil ich irgendwo einen Clip gesehen habe, kurz von dem, und habe gedacht: „Oh ja, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen“, und zwar habe ich Boss Level geschaut. Boss-Level. Boss Level. Und der ist witzig. Ist, äh, wie heißt der Typ jetzt schon wieder? Ich muss es gerade schnell nachschauen. Mit dem Frank Grillo, der gleich, der bei Peacemaker und so der Vater spielt vom. Wie hat er jetzt wieder geheißen? John Cena. Nein, vom der Rick Flag. Der Rick Flag ist bei Suicide Squad zum Beispiel. Ist er ja der Anführer gewesen am Anfang. Ach so, ja, jetzt, ja. Und der Frank Grillo spielt im DC-Universum eigentlich der Vater von ihm, der Rick Flag Senior. Und er kommt unter anderem im neuen Superman-Film, kommt er ja auch vor. Er kommt, aber bei Peacemaker kommt er vor und so weiter und so fort. Genau. Ah ja, Tulsa King kommt er by the way auch vor. Hat Hast du er das jetzt auch, selber nicht hast wollen spoilern? nein, das ist nicht der. Okay. Weil der kommt schon in der vorherigen Staffel, kommt der Frank Grillo Okay, vor. gut. Nein. Ah, nein. Aber der hat ja wirklich auch schon viele Filme gemacht und so. Mhm. Mal bessere, mal weniger gute. Ähm, tatsächlich, ein Tulsa King spielt er hure gut, muss ich echt sagen. Ähm, ist gut zum Zuschauen. Boss Level ist jetzt auch nicht der überragend krasseste Film, aber ist einfach interessant, so von wegen, er muss es immer wieder und wieder probieren. Okay. So, ja. Und das ist noch witzig. Genau. Oder spielt der Will Sasso mit? Holy Mhm. hell. Und der Ding spielt. Mel Gibson. Ja, der Mel Gibson, danke. Ja. Aber der hat tatsächlich nur kurze Auftritte eigentlich. Für das, dass er eigentlich doch einen grossen Charakter spielt in dem Film. Ja, ja, Kommt der er nicht Mel irgendwie Gibson. grosse Szenen vor. Ja, ja, Ja. das war's von mir. Ich bin fertig. Ich Ich habe glaube auch fertig, fertig. Flasche leer. Flasche leer. Holy hell. Oh. Hey, wir haben nur 3 Stunden gebraucht. Fucking hell. Ja. Aber, Oh. kurzes Fazit, das Tool funktioniert anscheinend. Finde ich Mhm. gut. Und Tool jetzt, Sucking, hä? wenn wir jetzt, wenn wir bis da alles haben können hören, hat alles gut funktioniert. Finde ich Ja, gut. das ist grande gut. Das ist unser kurzer Trip auf das Tool gut gelaufen, genau. Ja. Aber hey, durch die ganze Verschiebung habe ich jetzt verdammt Hunger im Fall. Ich auch. Absolut. Ich würde sagen, man zieht sich nicht lange in die Länge. He? Und ich glaube, du hast es vorher auch schon gesagt, merci, dass ihr bis dahin zugelassen habt. Genau. Eben Ja. Feedback, jegliche Art und Weise, Brieftauben. Ja, vielleicht weniger, das ist ein bisschen kalte Verrührung, aber In dem Fall wären wir wieder bei der Flaschenpost. Flaschenpost, ja, Ja. genau. Ich glaube, das Schleuste. Ja. Das Schleiste, ja. Hey, danke vielmals, dass ihr zugeschaut habt oder zugelassen habt. Jetzt Ja, haben sie vielleicht mal, ja zugeschaut das genau, mal. jetzt haben Wer sie mal weiß? falsch Vielleicht. gesagt, ja. Vielleicht. Und ja, dann Hören hören wir und uns zum Brunch. genau, oder sehen uns dann schon. Oder sehen uns dann, ja. Genau. Warum Aber zeige ich jetzt schon auf die schaut. Kamera? Weißt du, vielleicht sieht man uns ja gar nicht. Weiß auch nicht, Ah, was du da genau willst also, machen. in dem Fall. In Gut. dem Fall. Bis dann. Tschüss. Tschüss.